Streamen, starten. Timmy Boy war 10 Sekunden vor mir da war es noch nicht 8, ich hab's genau gesehen. Ich tue jetzt einfach so, als wäre ich schon da, wurscht, ne? Timmy Boy, grüß dich daheim an die ganzen restlichen Sauferer! So, muss kommen. Chef, wo? 20 ist, wo? Ich seh mich da selber, da fällt sich überhaupt nichts. Jetzt kriegst du mir erstmal einen Haufen hinein, damit da mal hinten von nichts passiert. Habe die Eier an den Biersepp, an den YBR und den Rest am Mods, an den eine halt, an den Nadine, an den Harlequin, an den Sprenger, an die Freier, an den I'm Not Real, an den Basti, an noch mehr an den Nadine, einfach alles zweimal geschrieben hat, an den Fridolin, an den Icarus, an den Bazooka Joe, an den Boris Flori, jetzt scrollen wir mal ein wenig, an den Herrn Zach, an den Riese Mike, an den Crusade Bernie, an den Grotz, an den Forest Squad, an die Farbdose und das muss kommen! Ja, irgendwo beim Rauchen, dein Mom ist beim Rauchen! Und mein Mount! So, passt, ich bin da. Kruzifix, ist schon wieder Montag. Wann ist denn das passiert? Hat geladen und ein Ziegerchef. Ja, liegt dabei hoffen. So viele Timeouts. Ich glaube, so viele Timeouts wie in den letzten 2 Wochen haben wir nicht rausgeschissen in den letzten 7 Jahren. Weil die Leute einfach einen scheiß Fotzen nicht halten können, das ist unfassbar. Wo ist das Wochenende? Wo? Ja, korrekt. Ja, absolut korrekt. Ich bin nicht schuld, sondern du. Warum? Einfach so. Das ist okay. Akzeptiert. Acceptable. Herr Lord Lorenz. Mehr als für 31 Monate, aber in den ersten 2 Minuten ist YouTube leider ein Arschloch und zeigt keine Resubs. So, das ist ein bisschen bitter. Kriegst du Privatrüte, pass auf. Muss klar. Muss klar. Blenzepp, aber der Bürger, es fuck ein schöner Resi-Stream, außer Bier Annex. Ich habe euch schon unter Beobachtung. Ich muss fast sagen, es geht fast ein wenig zu langsam. Sehe ich das richtig, aber das schaut gar nicht, weil 1 Quadrillion neue Mechaniken da in meinem Hirn entstehen, währenddessen ich Eve spiele. Das ist jetzt absolut bescheuert, ist aber so. Um das wieder zu beschleunigen. Das heißt, wir trauen nicht einfach Zahlen auf, sondern wir bringen neue Mechaniken, die das ein bisschen schneller machen. Aber das ist eine andere Geschichte, da unterhält sich der Zukunftsbürger mit euch drüber, Runden läuft cremig. Lisa und die Julia sind halt auch dabei. Zeit ist sauer geworden mit der Lisa, mit der Julia, was ist da los? So ist, was ich weiß. Herr Pro-Zuschauer, merci dir. 10-1-2 und du weißt das. Kruzifix. Schöner Gruß an Lisa und Julia. Was macht's denn? Bukake oder was? Mr. Barbarian Taste! Da war Hickert! Mr. Barbarian Taste! Welcome to the squad. Kuss auf die Nuss. Ich glaube, ich war aber Resub, weil du Rennsteigen dort noch da ist. Mir wurscht. Bin GS Pant, ob ma morgen neben Stream Mittagessen kauft. Hashtag Nachschau-Squad. Fridolin, merci dir. Ich hab deinen Kommentar schon gelesen. Ab in den Chat, aber der ja einen Taste, wenn er mitmacht. Das raus! Fridolin, merci dir. Breitis, merci für den Euro von vorher, merci für 49 Monate. Freier, merci für 37 Monate. Javi Marquez, merci für 21 Monate. Aber drück zurück, sprenge mit du Achtung, sprenge, Ruhe. Welche Schauspielerin zeigt auf ihrem altmodischen Projektor Bilder vom Urlaub in Zentralafrika? Was? Kamerun Diaz. Du bist so geistig behindert. Das lässt du lässt dir doch das selber einfallen. Oder? Den hast du nicht irgendwo auf irgendeiner Behindi-Seite für dumme Sprüche, sondern den hast du einfach selber. Du bist so geistig behindert. Ich flippe komplett aus. Du bist so behindert. Alter, das ist um so viele Ecken behindert und gleichzeitig Genius, dass ich sagen muss, ich weiß nicht, was ich sagen muss. Nein, jetzt auf mit 50 Kamera zum Scheißen! Das muss ich sagen! Kruzifix! RRRRRT Beinaun. Raute A bis Lengos von meinem Geburtsbonus. Raute heute Mai. Aber der subtile Hinweis auf den Geburtstag, der war wichtig. Alles Gute an den Speckmaster, merci dir, das ist Feld, du weißt das! Kruzifix, Timmy Boy, okay, ciao. Merci dir. Wolfric, merci für den 50er. Auf das grüne Kraut weiterhin schön grün krautet. Aber jetzt wird grün mit K geschrieben. Grün krauten! Grünes Kraut! Speckmeister, merci dir, das ist schon wieder sauber zu übertrieben. Ich weiß, der hat schon wieder die Lohntüten gegeben. Eigentlich nicht, das ist der 9. März, das macht keinen Sinn. Alles Gute zum Geburtstag. Glenseit, merci für 26 Monate. Herr Gerwin, merci für 84 Monate. Wo ist er? Nein, müssen wir noch schnell am Viking einen bloßen.
Ob man das gehört, ich habe keine Ahnung, ob es der Noise Cancelling abgetragen hat oder nicht, ich weiß nicht. Der Rebell ja. aus Eichendorf, du bist der Beste. Aus Eicherdorf? Da wohnt meine Ex-Frau. Was soll jetzt das? Frau nicht, Ex-Freundin. Das ist aber lange her, 15 Jahre her. Eicherdorf, wohnt da noch jemand? Ist man da noch? Wie geht's denn den Leuten da alle? Himmelszackelzement! So, wo haben wir stehen geblieben? Elo Viking! Mir jetzt wieder Mitgliedschaft, woher kam du das Wort? Aber den Chat habe ich der Elo. Also, wen haben wir da? Dennis, Herr Heinze, mir ist wieder ein Fünfer. Du warst das mit Eicherdorf, passt. Herr Taste, mir ist wieder ein 250. Ist ein Resub, 31 Monate Spätzl. Merci für 31 Monate. Kuss auf die Nuss. Kirch Matzen, mir ist für 6 Monate. Herr Gartner, mir ist für 60 Monate. Birger, hast du das mitbekommen? Der Synchronsprecher vom King Julian der 13. ist gestorben. Nein, das habe ich nicht mitgekriegt. Press F in the comments! Ich serviere meiner Nusra Aufhader, Solbata, Blatter. Den Satz werde ich, der hat sich mein Hirn einbrennt, ich weiß nicht warum. Ich komm nicht mehr nach, jetzt chillt's mal! Kruzifix! Nochmal, wer, wo, wann, was, hä? Wer war nicht, habe ich irgendjemand übersehen? Ich weiß nicht, die flippt schon wieder komplett aus. Kruzifix Staudi. Was meinst du mit zu langsamen NX? Du hast eingestellt, dass ein Bauteil 232,5 Stunden dauert, bis es fertig ist. Verdammt nochmal, ich habe nicht damit gerechnet, dass ihr einen auf Excel-Sheet auf Crack macht und euch das ausrechnet, wie lange was dauert. Aber it is what it is. Aber ja, es hat auch lang dauern sollen. Also es war auch bekannt, dass sie das ziehen wird und dass da nicht jeder 12 Stunden am Tag einsuchtelt. Wobei manchmal ich das Gefühl habe, da sitzen Leute 12 Stunden am Tag drin. Es sind nie weniger wie 40 oder 50 Leute online. Egal wann ich reinschaue. Hast um 4 in der Früh mal, da vielleicht nicht. Und die Kunden nicht lang GNUA lesen zum Wäschweg. Nochmal was? Oh, eins nach dem anderen. Mein Kruzifix! Flashbang! Schmidbaumann. Na, jetzt chillt's. Wer war denn das jetzt überhaupt? Dennis! Das Eus noch am miatlichen 8 Kilometern Lauf pünktlich an Birger. Du bist 8 Kilometer gelaufen. Das glaube ich, habe ich den ganzen Monat noch nicht zusammengebracht. Halt, stopp! Am Sonntag war ich mit dem Hund spazieren. Das waren vielleicht 5. 4 Stück, 4 waren's. Ja, dann habe ich vielleicht 5 Kilometer zusammengebracht den Monat. Weiß ich nicht. Der Weg zwischen Sessel, Klo, Bett und Kühlschrank, der ist nicht so weit. Und wenn ich eine Frau nicht hätte und da der Kühlschrank steht, da mein Bett steht. Und das war's, mehr brauchen wir nicht. Mann, Schüsse! Leute, ist ja gut! Halt, ey, komm nicht mehr nach! Wo haben wir nicht stehen bleiben? Kruzifix! Geil, für Sepp, merci dir. Wulfric, ich darf echt nicht Projekt Zomboid neben dem Stream zocken, da weiß ich nie, ob das getrunken nun von dir oder von mir kommt. Merci dir. Heute bin ich erst für 6 Monate, habe die Ehre, alles Gute aus dem Wald, dabei zurück. Baumau! So, Gramize, merci für 35 Monate. Einen wunderlichen guten Abend, schöne Grüße aus der Spätschicht. Schon wieder Kruzifix nochmal. So, da sitzen wir beim Schulung machen und Birger freut so im Hintergrund. Ja, Sechster ist geschissen auf die Schulung. Ich sage euch heute, wie Pro-Gaming geht. Andal, mir ist wieder ein Fünfer. Warum arbeitet bei der Umbrella Corp keiner im Kundendienst? Weil die Produkte Nebenwirkungen haben und die Kunden nicht lange nur leben zu beschweren. Das kann sie. Alex aus Ö. Gibt doch nichts Besseres, als am gemütlichen 8-Kilometer-Lauf pünktlich am Birger beim Stream zu schauen. C-Fix, Nummel, Gummi, Knautschall auf die 1. Das wird nicht nochmal passieren, glaube ich. Ich und die 4 anderen Spieler haben da wahrscheinlich nicht so viel Spaß dabei. Birdie Mess für 84 Monate. Habe dort, grüß an alle in Familie Vaping-Arbeit und jetzt nein in das Hammerspiel. Grüß einmal die Vaping-Hobbit von mir. Die ist wirklich auch schon verschissen lang dabei. Heißen Zwerg, Mess für den Zügel 50. Grüße mal meine Sophia mit dem Spitznamen Fiegen. Ich weiß nicht, was Fiegen für ein Spitznamen sei soll. Sophia, du tust mir... Ich kann auch nichts dafür. Schöne Grüße an Fiegen. Schaffleck, mehr ist über den Zügel. Ist ja gut jetzt. Alex aus du hast es wirklich nicht gelesen. Hab ich doch gelesen! Nein! Stop it! Das hab ich doch gelesen, hab ich gesagt. Ich und die 4 anderen Spieler, weiß ich. Danke dir, Schluss jetzt. Cavalry Rider, mehr ist über den 10er. Hey, Birger. In meiner schwersten Zeit und Verlust von Freunden sind deine Stream die Dinge, die mich zum Lachen gebracht haben. Danke für alles.
da ist jetzt gerade schwierig drauf zu reagieren, wie sie sich eigentlich kehrt. Herr Coverrider, es ist mir ein Fest. Und ich hoffe, das funktioniert eine Zeit lang in beide Richtungen. Kuss auf die Nuss, danke dir. Sonntag Ruhetag, ich war lange gefangen im Körper einer Frau und dann wurde ich geboren. Der ist stumpf, einfach, aber gut. Herr Kali, mir ist für 23 Mal, habe ich ihre Bio-Chatchen, die Chris auf und die haut sich alle zusammen. Die haben Timmy Boy 10 Neues, ich hab schon gesehen, Ruck auf Steff, so, alert's aus. Chillt's einmal, Herr Gnierschein, was ist da los? Es wird einballern ins Mistviech! Mann, ich hoffe, du schaust zu. Jetzt wird mit dem Leon umeinander ballert. Ich hoffe, genauso lange wie mit der Grace der Abschnitt dauert hat. Mann mag irgendwie bloß einen Leon singen. Was ist das? Das ist ein typischer 80er-Jahre Superheld oder Actionheld, sagen wir es so. Das taugt der Mann. Hab ich das gefällt. Aber ihre eigentlichen Lieblingsschauspieler sind so Nicolas Cage, zumindest in den 90ern. Wichtig, in den 90ern. Warum hängt denn da eigentlich ein Schöpfhaben an? Frau Herzinger! Oh, du, Grüß aus Winkling. Auf einen geilen Stream. Danke, du! Danke dir. Staudi, merci dir. Ist ja gut jetzt. Ich kann da von der 2,325 Millionen XP anfangen, die alle Bauteile brauchen, aber ich glaube, das lassen wir besser. Besser mit dem Lions Fichtenmoppe zu. Verdammt nochmal, ihr habt euch das wirklich ausgerechnet, gell? Wieso ist das Spiel jetzt auf dem dritten Monitor hinten? Was? Moment. Da ist schon wieder irgendwas kaputt gegangen übers Wochenende. Ich hab nix da. Ich hab nur gespielt. Und einen Haufen Scheißdreck gemacht. Aber, ja. Wo muss ich denn hin? Grafik. Randloses Fenster. Anzeigebereich. Wie kann man das auf einen anderen Monitor tun? Bist du... Ah, da haben wir. Was? Jetzt haben wir da hinten. Da will ich auch nicht hin. Da müssen wir mir her. So, Ruhe jetzt. Ruhe jetzt mit dem Rumdonaten. Vielen Dank, Leute. Ich weiß nicht, was da halber los ist, aber Kuss auf die Nuss. So, wir spielen jetzt Resident Evil 9. Wie sehen Sie nichts? Jetzt schon. Ja, wir können nicht lange aneinander fortsetzen. Handpanzer-Einstellung noch drin. Ja, ich glaube, die darf aber so ausschauen. wenn ich jemals online komme und vergiss, dass das schwarze Ding da herunten ist, dann wisst, dass ich 5 Minuten vorher wo und wann. So. Ach du Kacke! Ach du Kacke, ich erinnere mich. So, wo sind wir? Wir haben was ist wir hier Lagecheck, wir haben bloß einen Schrotflintenschuss. Unser Hacke ist noch halb gut. Da haben wir da ziert 20 Schuss für Pistolen. Und wir haben auch saubere Granaten. Gut, wenn ich mich recht erinnert, dann kommt jetzt da, der steht auf. Der da steht auf, das sehe ich, weil kein Blutlocker nicht da ist. Sollen wir dem gleich einmal Granaten hinwurzeln oder was? Der man so mit Ducker und den mal langsam so, grüß Gott beieinander. Scheiße nochmal. Okay, auf alle Fälle Hirnbrei Batzletten. Wer nicht 18 ist, tschüss dann. Was das ist. So, wenn ich jetzt die Vasen da zusammenhau. Kommen Sie dann, ich probiere mal. Flintenmund, gleich mal nachgeladen. Hab nämlich das Gefühl, das brauchen wir. Da können jetzt nämlich gleich eine mutierte eine, wenn ich mich richtig erinnere. Da liegt was. Was ist da? Ich tue mich ganz vorsichtig. Was haben wir da? Zerstöre ihre Köpfe, wenn du überleben willst. Das kriegen wir hin! Hätte ich gesagt. Aber die zwei Typen da gefallen mir nicht. Wie die haben da? Die kommen nämlich jetzt wieder. Da bist geil, wer weiß, das geschlungen hat, ey! Hier. Da frisst du Huren! Jetzt keine Ruhe! Also man kann die anscheinend auch nur mit dem Hacke finishen. Sehe ich das richtig? Zappelmelon! Für nichts anderes haben wir uns heute hier eingetroffen. Easy going. Was da drin? Flintenmoon. Ja, die Welt braucht mehr Flintenmoon, habe ich schon gesehen. Hat sie die Granaten für 2 Gegner rentiert? Ich weiß es nicht, ist mir scheißegal, ihr Bock auf... Was werfen?
Wieso kann ich das nicht werfen? Ich hab gesehen, dass der ein Hack in der Hinter hat, deswegen habe ich ihm auch ins Gesicht geschossen. Wieso kann ich nicht werfen? Versteh ich nicht. Nee, versteh ich nicht. Erst mal nachladen. Was haben wir da? Ja, mehr Flintenmoon. Mein geschissen auf die Gestungen nicht bis dahin. Bis dahin können wir lange nur umeinander stehen. Was müssen wir denn überhaupt da? Viktors Büro durchsuchen. Wo ist denn Viktor sein Büro? Büro des Direktors. Oh, da geht er. Ja, stimmt, da ist er nur ein Nebenraum. Jetzt Moment einmal. Map! Wieso ist da kein Tier eingezeichnet und ich kann da durchgehen? Ja, das werden wir schon rausfinden. Flinter gut! Oh! Die haben alle ein Hacke. Ich mag jetzt das Hacke haben und Leute schlagen damit. Heute ist der richtige Tag, um mal Leute so richtig schön auf die Fresse zu hauen. Sicherheitsschuss. Heilige Hunger, Arzneispritze. Schau aus, deine Arzneispritze brauchen! Brauch mehr Moon! Ja, das soll man denken, du Penner. Hab für jeden eine Pistole dabei. Für jeden. Oh, da haben wir was. Was ist das? Oh. Hidden Hebel. Viel Spaß beim Viktor Sepp. Der Striker Mike. Es hilft nicht. Ich werde die Ansage wieder machen müssen, weil es leider mal nicht verstehen. Wer hier rein spoilert, im geringsten und mit geringsten meine ich genau den Satz, den ich seit 2 Wochen predige. Viel Spaß da, viel Spaß dieses, viel Spaß hier und bla. Egal, ob das ein Resub ist, eine Donation ist oder ein normaler Chat ist. Du kassierst einen Timeout. Und ob du 90 Monate Mitglied bist, noch nie Mitglied warst, seit 5 Minuten in diesem Chat bist, egal. Du kassierst einen Timeout. Striker Mike, merci für 40 Monate, aber ich weiß das eh. Nochmal. Ich will nichts im Chat lesen, was jetzt gleich kommt. Oh, das wird lustig. Beim Viktor Sepp, das ist automatisch schon wieder ein Spoiler, dass ich jetzt weiß, da kommt irgendein größerer Gegner. Ich will es nicht wissen. Verdammt nochmal. Das kann doch nicht so schwierig sein. Verdammt nochmal. Hirschi, ich komm auch noch. Da, 85 Monate sind sauer zu lang. Hab ich Ehre. Sind's nicht? Hirschi, merci dir. So, Striker Mike, ich hoffe, das wird lernen durch Schmerz. Feuerwehr Vollfall, merci für den 10er. Aerock, merci für den 5er. Herr Abak, merci für den 6er. Und jetzt ist er Ruhe. Ich muss jetzt ballern! So. Ich kann es irgendwo verstehen, wenn man die letzten Streams nicht ganz gesehen hat. Ich kann ja nicht alle 5 Minuten einem jeden erklären, nicht spoilern. Es ist, was es ist. Kennt ihr Mods Nachrichten anpinnen im Chat? Vielleicht hilft das auch nicht. Meinst du, dass irgendjemand irgendwas lesen darf? Hier kann man ja mir auftun. So, wieso kann ich, was tun ich da eigentlich? Wo haben wir jetzt eigentlich? Ich muss den Hebel betätigen. So, habt's wieder durcheinander bei. Frau Holm, merci für 64 Monate. So, ist ja ganz einfach. Button halten, liken, Spiel genießen. Stimmt, habt ihr heute schon mal auf den Like-Button drauf gesmasht. Dies war wichtig. Was ist da? Okay, ciao. Jedes verdammte Mal. Heilige Scheiße, was ist mit dir? Du kannst aber komplett aus dem Kopf schlagen. Heute wird nicht mit der Munition gespart, es wird in alle Fressen gleichermaßen reingeballert. Damit ist da nur irgend so ein Huren? Pensum die Woche erledigt. Wieso kann man das nicht werfen? Aim ist da. Ich glaube, wir waren daneben gesehen mit. Hast du ja gesehen, ich wackel umeinander, ich bin zu alt für den Scheiß, aber für euch Zombie-Headcrab-Idioten gelangt schon noch. Ja, gelangt überall. Gelangt ihm überall. Ja, ich muss der Mom schnell einen Lien zeigen. Warte, kann man das irgendwie hindrehen so? Na, ist schon wegen Ada One. Ja, wegen Ada One. Aber nicht mehr in Resident Evil 2. Oh. Ich glaube, ich habe Viktors Büro gefunden. Sehr gut. Sperr den PC. Ja, Ma'am. Mr. Foy, merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Und merci für deinen Resub. Bist du nicht so alt wie der Leon im Spiel? Hey, Elo Viking! Vorsicht. Gib mir eine Minute. Aufpassen jetzt. Und... ich bin drin. Okay, schieß los.
come on. Sherry, mach's nicht so spannend. Moment mal. Hier sind Informationen über unsere Krankheit. Haben wir das nicht letztes Mal? Symptome sind die einer T-Virus-Infektion. Tja, scheiße. Warten bis nach der Cutscene. Ich glaube, ich weiß, wer sie ist. Ja, immerhin sind wir zu zweit. Okay, was haben wir noch? Das ist die Kleine aus Resident Evil 2, die du mit der Claire, glaube ich, findest und beschützt und rausbringst. Oder? Die heißt auch Sherry. Grace? Was hat sie damit zu tun? Nein, jetzt nicht wieder zu Grace. Nein, nicht! Nein, nicht! Nein! Ich mag ballern! Goddammit! Ja, it is what it is. Sherry Birkin heißt richtig. Das ist die Tochter vom Endboss vom Zwarer. Ach, ich wollte schießen und nicht wieder in die Hosen scheißen. Durch, Emily. Ich komme. Nein, ich komm nicht. Ich bin so traurig. Warum mag ich viel mehr schießen? Okay, Mutter, nein! Ja, kein Kopf mehr, der steht nicht auf. Ach, geh! Letzte Worte eines Mitarbeiters, bevor ihm der Kopf aber gefallen ist. Alle sind tot. Die Aktion ist total schief gelaufen. Ich bin der letzte Überlebende hier. Ich habe versucht zu fliehen, aber wozu? Ich sehe ständig vor mir, wie meine Kollegen lebendig gefressen werden. Es läuft wie in einer Endlosschleife in meinem Kopf. Das soll aufhören, bitte. Tolle Information, dankeschön. Paletten hast du vergessen. Da, hier ist ein Doppelpaletten, die kosten auf Geld. So, wo sind wir eigentlich? So, da sind wir gekommen, da ist der Aufzug. Ich gehe jetzt aber mal da. Was ist da? Bitte einmal den Arm reinstecken. Nö. Haben wir mir... Meine, wir haben keinen Mund... Wir haben... Scheiße, wir haben einfach gar nichts mehr. So ist das unterm Sanatorium. Ja, da freue ich mich, dass es unterm Sanatorium ist und dass ich bloß noch die fette Pistole... Nichts passiert. Timmy Boy Messi. Kleinbürger möchte bitte im Bällebad abgeholt werden, ja. Zeig dir mal die Hosen gescheit oder Trottel. Kann man da irgendwo reingehen? Nein. Kann man da reingehen? Nein. Den müssen wir nicht sprinten. Was ist das? Ah ja. Ja, wahrscheinlich irgendwelche Energiekerne einzimmern müssen. That's a trap. Ich riech's. I can smell it. Dixie-Klo hm? Kommt da keiner rein? Oh, grünes Kraut. Grünes Kraut! Was haben wir eigentlich alles dabei? Wir haben Blut, wir haben keinerlei Immun, können wir irgendwas craften? Nein, wir haben zweimal Arznei. Oh, das stinkt nach viel der Volle. Oh, da ist unser Dings. Ja, gut. Wir haben ja eingespeichert ins Mistviech. Gut, wir müssen wieder zurück. Jetzt hätte ich eigentlich schon 2 Stunden lang eine absolute Ballerei erwartet, aber man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben, was das ist. So, Transfusion, bim bam bum, irgendwelche Bulbabidi-Bubidi. Wo haben wir da sonst noch was? Seltenes Metall. Aus was baut man die schwere Munition gleich wieder? Seltenes Metall und noch irgendwas. Warte mal. Das Ding da. Blut und seltenes Metall. Sollen wir da vielleicht einmal ein paar Schuss bauen? Ich hätte schon gesagt, was darf man sonst damit? Was darf man sonst? Außer dem Bums da umeinander. Und das ist jetzt 2 Mal da oben. Ja, Blut. Wir brauchen 80. Das heißt, wir brauchen Zahlen im 10er-Bereich, oder? Was bin ich jetzt? 160. Tut mal, ja, nimm einfach alles mit, ist eh wurscht. So. Ja. Verstehe ich nicht, warum nicht?
Muss ich das kombinieren, sage ich das richtig? Ah, jetzt sind wir beieinander schon, ja. Bauen wir mal das. Da kommen noch 2 Schuhe raus, wenn ich mich nicht täusche. Dann brauchen wir nochmal 80. Scheiße, das ist jetzt dumm. Dumm. Dann machen wir es folgendermaßen. Mit dem wir das wieder wegstecken, verstauen, das lassen wir da, das lassen wir auch da. Vielleicht finden wir irgendwo ein Blutlocker am Boden, das schieben wir da rein, das geht natürlich wieder nicht. Tun wir das drum her. Erst einmal nachgeladen, den Bums. So, nach dem Wochenende ist ein Beta gesagt, bleibt's brav und feigelt's mir an Burm nicht zu viel. Nummer 10. Ja, Fridolin, hau dich rein, habe ich dir. So, speichern wir nochmal schnell, damit wir die Scheiße nicht nochmal machen müssen. Im Falle von, Sie wissen schon, was ist da los? Ist das Emily? Oh, das ist das zweite Kind, oder? Es hat ja 2 Kinder gegeben. Einmal das. Oder ist das entführte Kind? Wir haben ja da hier unten ja nicht allein. Ja? Da ist wieder dieses unsichtbare Viech. An alle Mitarbeiter, das Mädchen befindet sich derzeit im Keller. Wir werden ausnutzen, dass das Ding kein Licht verträgt. Im ganzen Bereich sehr starke UV-Lampen aufstellen, um es in die Enge zu treiben. Sobald wir damit fertig sind, starten wir die Aktion. Halten Sie sich und Ihre Waffen bereit. Es wird nicht leicht, eine derart große Kreatur zu eliminieren. Toll! Wunderschön! Da freue ich mich aber, wann das Mistviech das erste Mal kommt. Scheiß Chernobyl-Mist-Kacknudel. Das ist auf alle Fälle mein Safe Room, den merken wir uns jetzt gleich mal. Da ist alles jetzt zu, aber was der man dann da? Hier, Verteilereinheit. Wir brauchen ja erst einmal, ob ich irgendwas übersehen. Wir müssen da irgendwie Strom reinmachen, damit das Mistviech da nicht hin kann. Oder? Wenn ich jetzt wahrscheinlich rausgehe, holt uns wieder der Teufel. Oder? Da ist es nicht schön. Ja. Blöd ist halt jetzt echt, wir haben ja nur die fette Pistolen. Das ist nicht gut. Und eine Nahkampfwaffen haben wir auch keine. Tu mal. Oh, der Ofen, ja, super. Gehen wir mal nach links, hätte ich gesagt gehabt. Mal da rein. Oh, da sieht man aber schön viel. Wunderschön. Ja, das gefällt mir gut. Was haben wir da? Ja! So, hier, Pistolen erstmal craften. Nachgeladen im Bums. Das ist die gute Pistolen. Ich hoffe schon. Die anderen haben wir weggesteckt, gell? So, das ist schon mal besser. Da können wir zumindest 8 Schuss, ein Zombie. Wobei wir auch schon gelevelt haben, ein wenig, gell? Oh, das gefällt mir jetzt gar nicht. Da. Die haben alle kein Blutlocker rundum, die stehen dann alle auf, die Wichser. Und wenn die aufstehen und mutieren, dann haben wir ein richtig schönes Problem. Gell? Das wollen wir nicht. Was haben wir da? Hier, einmal simple warm and I press the button. Oh, das schaut aus, als müssen wir so ein Radl drauf tun. Striker Mike, servus, ich hab das Spiel selber nicht gespielt und kenn bloß einen Namen vom Victor durch die Streams. Spoilern da die nie, nur dass du nichts falsch von mir denkst. Um Gottes Willen. Ich hab eher das Gefühl, so hoffentlich bist du nicht grantig auf mich, aber hier wird jeder gleich behandelt. Viel Spaß bei mir. Dann war das quasi kein, ich weiß gar nicht, was du hast gar nicht gewusst, ob der Victor kommt oder nicht. Ja, okay, das ist natürlich schwer zum Lesen. Zum Auslesen, wenn keiner was dazu sagt. Ich hoffe, der Timeout wurde, Sie wissen schon, wurde verkraftet. So, was haben wir da unten? Merci dir. Schluss damit jetzt. TerraPlays, du bist da schon ewig dabei, merci für 64 Monate. Herr Fritz, merci für den Zwiegelteam, über merci für den Euro. Heisen Sepp, merci für den Euro und Rest und was das eben ist. So, wir müssen jetzt da irgendwie durch. Jetzt lenkt's mir nicht abweisen, ich mag nicht sterben. Das Spiel spielen wir mir durch mit Zero Depth. Kostet es, was es will. Da war Lord noch. Wieso wir bauen da einen Zaun davor hin? Und ist wieder für ein trauriges Hoppal. So, irgendwann stehen die auf. Ich garantiere es dir. Das sitzt mir. Da ist der Ofen. Oh shit. Wenn wir da jetzt zum. Ah, da liegen so viele umeinander. Ich hab keine Munition, Alter. Gut, gehen wir weiter. Es ist wirklich stockfinster, ja. Ich glaube, das gehört so. Oh, leg mir am Arsch, Alter. Leg mir da am Arsch da drin! Ich hab so das dumpfe Gefühl, dass wenn ich da bestimmte Sachen aufmache, dann da bestimmte Idioten rauskommen, die nicht will, dass rauskommen. Da sitzt der Fettsack im Eckend. Draußen ist da keiner, gell? Warne euch. Da haben wir was. Blutletten. Nehmen wir mit. Wenn wir schon dabei sind, dann können wir die anderen immun craften. Das kann nicht schon. Da lohne ich mich jetzt einmal aus dem Fenster hinaus und sage, das kann überhaupt nicht schon. 5 gingen maximal ein, gell?
zwei Köpferl werden wir platzen lassen müssen. Da ist auf alle Fälle Zeug drin. Da ist ein Spritzen drin und da ist was? Ein Blutlocker. Du bleibst da liegen, sonst teil der Nocker Nosch. Ganz schlecht. Okay, das hat da so Dinger zum Aufgehen. Emily! Ganz schlecht. Oh, Gott sei Dank. Emily! Ja, Critical, lass das schmecken. Franz, was war das? Was Unangenehmes. Ein Puppensammler. Die haben alle nicht ganz. Was ist eh. Also wenn du immer so in ein Haus zu jemandem heimkommst, wo ganz viele Puppen an der Wind sitzen. Yeet! The child. Okay, grün. Grün, da hinten ist was grün. Ihr chillt allesamt die Kniescheibe hier. Kannst du mir gleich her. So, Blut haben wir keins, doch haben wir da. Das liegt direkt daneben, das nehmen wir mit. Sofort bis da in den Mund rausbaut und mit der fetten Mund so sparsam sein wie es geht, damit wir das dem Fetten reinbauen können. Gleich umbauen. Ah, die ist sicher nicht da auch nicht schon, gell? Ne, mit 8 Schuss kommen wir nicht weit. Mit 8 Schuss kommen wir nicht weit. Ah ja. Was haben wir da alles? Was haben wir da alles? F. Entriegeln der Zellen. Zum Öffnen der Zellen brauchst du 3 Verbindungsstecker und musst dann am Hebel links ziehen. Die Stecker versorgen momentan andere Bereiche mit Strom. Ich habe auf der Karte markiert, wo sie sind. Denk dran, dass der Strom für den jeweiligen Bereich unterbrochen wird, wenn du sie rausziehst. Inspektion, Processing, Collection Pool. Da ist der Over, Holding Cells und was auch immer das ist, der Bunker Room. Die findet man schon! So, jetzt ist die Frage, was... Ich pack das. Die Verbindungsstecker finden. Okay, die sind markiert. Das heißt, einmal da hier, Verteilereinheit verschraubt. Da haben wir diese Zellendinger. So. Ich will jetzt bloß keinen Kack nicht machen, dass auf einmal alle, ja, ist gleich Tieren gingen auf. Das denke ich mir schon, das ist mir schon klar. Die Frage ist bloß, welche. Da kommen jetzt maximal 2 Zombies oder so. Da sind 2 Zombies in die Zellen drin, schauen wir mal, wenn der Rest aufsteht, haben wir ein Problem. Das werden wir schon irgendwie machen. Die Frage ist, wenn ich das jetzt entferne da. Verbindungsstecker. Die Dinger brauchen wir ja unterwegs. Super, was du jetzt? Ich wollte mich unter dem Bett verstecken. Komm mal. Oh shit. Ja, ich weiß jetzt auch. Ich tue mir das sicher. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich tue. Na. Oh shit. Oh shit. Ich bleib jetzt einfach da hocken. Ich werde. Was, ich muss ja mit Fresse schießen, das hilft sowieso nicht. Mach's Licht aus! Ja, oder mach. Oh, leck, ist das unangenehm. Mei, wie ich das hasse, wenn mir die ganze Zeit Sachen verfolgen. So, wir gehen mal geradeaus, stecken wir da das Ding ein und holen wir den. Nicht laufen. Das müsste für Herz ziemlich gut, glaube ich. Bleibt das Spiel stehen? Hier zumindest keine Steps und keine Grunzer mehr. Okay, Konzentration jetzt. Herr Müller, mehr als für 3 Monate. Erstmal lesen.
Nachricht des Technikers. Brauche den Werkzeugkasten im Heizraum. Die Blutlieferungen an das Labor werden immer schlechter. Wir haben von oben die Anweisung erhalten, sofort etwas zu unternehmen. Anscheinend ist ein Problem bei dem Trennungsprozess die Ursache. Ich kümmere mich darum. Werkzeugkasten. Bitte aufschreiben in den Chat. Werkzeugkasten, Heizraum. So, schnell die ganze Scheiße looten, die rumliegt. Nicht lang rumpümmeln. Wir haben keine Zeit für den Kack. Wir haben kein... Okay, ich verstehe. Glaube ich. Da werden wir irgendein Werkzeug brauchen, also sowas haben wir nicht. Sowas haben wir nicht. Werkzeugkasten, Heizraum. Werkstatt. Wo, da ist Verarbeitung und da kommen wir dann schon irgendwie weiter. Meinst du, ob wir es da drin einsperren können? Meinst du, ob wir das Viech da drin einsperren können? Nope. Können wir nicht. Okay. Okay. Nur mit zum Testen. Wo müssen wir hin? Da wo das weitergelaufen ist. Die Frage ist auch, was das da alles bringt. Ich würde gern von hinten anfangen. Also ganz zum Anfang zurück, da das Ding mal reinstecken, schauen, was passiert. Da geht ja dann auch ein Tier auf. Loot, Loot, Loot. Wir brauchen einen Moon, Alter, da haben so viele Zombies drin. Okay. Und mit dem Heizraum ist anscheinend der Werkzeugkasten, wo wir das Ding da aufstehen können. Ruhe jetzt, Herr Colonel, mir wird 22 Monate. Wir gehen mal da raus und versuchen uns vorbeizuschleichen. Es hilft sowieso nicht. Es hilft sowieso nicht. Beim Ofen und bei dem Ding habe ich das Gefühl, dass diese Scheinwerfer angehen und da kann es uns nichts tun. Dann gehen wir doch mal zum Sammelbecken um, hä? Dann gehen wir doch mal zum Ofen, stecken wir da das... Ja, ich weiß nicht. Schauen wir einfach mal, wo wir hinkommen. Schauen wir mal, wo wir überhaupt irgendwie vorbeikommen. Das hört sich jetzt so, als was. Gar nicht lang rumschwänzeln. Ist mir jetzt die Düse gegangen. Ich hab gemeint, das Mistviech hat mich gehört. Dieses scheiß Stressspiel, ich hasse Liebes! Ich hab aber Kuss auf die Nuss mehr wie 35 Mal. Das ist die Frage, wenn wir da rumballern, ob dann das Arschviech daherkommt. Ich würde schon sagen. Ja, mir da nach rechts, damit ich da das Ding im Weg schieben kann, du Pimmel. Das ist ein Messer, das kann man schieben. Kann man von hinten Zombies leise abstechen. Das werden wir jetzt einfach ausprobieren. Nein, komm mal nicht! Können wir gleich das nächste Ding bauen. Da haben wir ein Safe, da brauchen wir ein Ziel dazu. Die Antwort darauf wäre ein Spoiler. Ja, wäre auch so. Bericht des Sicherheitsdienstes. Es geht nur mit der lila Spritzen, glaube ich. Alle 12 neuen Testpersonen wurden als infiziert bestätigt. Sie wurden im Verarbeitungsbereich zu Blut reduziert. Das ist aber ein interessanter Begriff.
jemanden zu vaporisieren. Da die Versorgung durch unsere Zulieferer nach und nach immer besser wird, sind wir in der Lage, den Umschlag weiter zu erhöhen. Wir haben bereits mit der Verarbeitung der heutigen Neuzugänge begonnen. Toll! Wunderschön! Freue ich mich doch. Kannst gleich mal nochmal... Geschissen auf das Messer. Warte mal, wie viel halten das Messer heute nichts mehr aus? Das sind Metallteile, wobei uns das nachher sauber einen Arsch retten kann, gell? Aber Munition rettet uns auch einen Arsch, tut immer nicht runter. Blood. We need blood. Benutzen. Zack. Oder bauen wir mal hier sicher nicht. Ja, leck mir am Arsch, ich mach Schießen, hat's geheißen. Balger, Stückere zweimal. Da, hier. Können wir mal anballern wie die letzten. Mag ich es überhaupt wissen, Alter? Giftblatt. Okay, da ist der andere Kern. Da ist ein Kran. Aber jetzt schauen wir erst einmal rundherum. Was sagt die Map? Haben wir irgendwo einen Loot übersehen? Nö, aber da ist ein Safe, den finden wir dann schon noch. Die Nummer. Ich geh jetzt da in das finstere Loch hinein, that's what she's. Die da? Abflug! Abflug! Meine Damen und Herren! Nimm das Ding! Nimm das Ding! Nummer 2. Und du hast da eine! Achso, da brauche ich einen Schlüssel, nicht das Ding. Ich meine, da geht das Ding ein. Ja gut, da brauchen wir irgendeinen Schlüssel. Ah, nicht gut! Leere Flasche. Wo ist da eine leere Flasche? Der kann man's ablegen, der gar nicht schon. Ich sehe keine leere Flasche! Da ist eine leere Flasche. Muss mir sagen. Da kann man nochmal was bauen dann. Das passt schon. Jetzt wird das Inventar ein bisschen eng. Ja gut, das kriegen wir schon. Ach Gott. Ich halte diesen Stress nicht aus! Da mir die Dicke raus. Tu mir die Dicke. Dicke Börder tust du mir raus. Ja, Blut, nimm ich. Oh, das ist der andere Raum. Ja, verstehe schon. Ganz klein her. Dann kann man uns vielleicht so ein Spritzen machen. Hä? Was ein Spritzen kann man uns zaubern. Zaubern wir uns ein Spritzen. Schaut nicht. Vielleicht müssen wir wieder jemanden lautlos irgendwann killen. Gehen wir bra. Was tut denn da so? Der war doch vorher noch nicht da. Oder das ist schon der Raum, wo wir waren. Werkzeugkasten, Heizraum, ja. So, wie viele solche Dinger habe ich jetzt? Und eins und im Ofen steckt noch eins und dann brauchen wir noch eins. Okay, ich verstehe. Jetzt gehen wir erstmal in den Safe Room zurück, hätte ich vorgeschlagen. Für das. Psst! Rechts, links. Passt. Oh, Scheiße. Wenn wir da umeinander ballern, haben wir ein Problem. Fuck off. Ach du Scheiße! Halt schon den Kopf weg, da müssen sie helfen nicht! Ja, weißt schon, für was haben wir den Mund? Aus damit! So, nur die Ruhe. Nur die, ja, alles mit der Ruhe. So, Inventarmanagement. Weg. Dahin, dahin. Brauchen wir. Flaschen brauchen wir früher oder später auch. So schauen wir eigentlich ganz gut aus. Können wir noch irgendwas craften? Nö. Haben wir in der Kiste noch irgendwas, was wir brauchen können?
Nicht wirklich. Mir hat man 5 verdammte Münzen. Dann kann man mal da hier wieder aufleveln. Was? Vorsicht? Haben wir Schaden gekriegt irgendwann? Ah, der Zombie hat uns einmal gebissen, gell? Dann nehmen wir ein grün... Nein, das der mal wieder weg. Da mit der Steuerung da drin, das gefällt mir gar nicht. Da merkst du richtig, dass das... Du merkst richtig, dass das für Konsolen gemacht ist. Speichern, yes. Du der Blut für Moon abzapfen. Hast eigentlich recht, gell? Aber da verlieren wir 10. Du hast aber nicht Hoppla. Hast nicht Ich nehm's einmal mit. Zur Not verlieren wir 10. So, jetzt ist die Frage. Jetzt gehen wir mal da hindrehen und probieren wir die Dinger da aus. In der Hoffnung, das Mistviech kommt nicht. Im Ofen steckt noch eins drin und dann müssen wir jetzt da noch oben und das Ding holen. Da ist der Gabelstapler, das kriegen wir schon. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Falsche Richtung. Nur leise. Nicht sprinten, das Herz. Jetzt machen wir, schauen wir mal, was passiert, wenn wir es da reinklicken. Wird nicht langweilig. Was haben wir da? Sie können jetzt Folgendes herstellen. Molotow-Cocktail! Okay. Easy. Mit denen spät sind da drin. Ob es die Spritzen da jetzt braucht oder nicht, ich weiß es nicht, weil er schaut auch schon wieder verdächtig aus. Schauen wir mal, ist da sonst was drin? Da ist ja wieder so eine Wackelfigur. Mann, ich hab keinen Schuss für den Blödsinn. Wird schon gehen. Komm, bleib liegen. Bleib liegen. Jetzt gehen wir noch da hinten. Oh, die Spinze aufmachen, dachte ich mir. Ah, das kommst gerade recht. Du kommst gerade. Kommt gerade recht. Her mit dem Schund. Her mit dem Schund. Ja. Schmeckt. 5 Schuss, da haben wir keinen Platz nicht. Aber das Ding bauen wir. Vielleicht hätte ich mal einen Molly bauen sollen, hä? Ist nicht so schlimm, können wir immer noch bauen, wenn es pressiert. Wir haben ja das Blut dabei. Das schaut eigentlich alles ziemlich stabil aus gerade. So, jetzt machen wir da schnell zu, falls die aufspringen. Oh, da können wir jetzt rein, ja, das war nicht offen. Oh. Das schaut nicht so aus, als könnte ich da, soll ich da drüber gehen. Um das mal vorsichtig zu sagen. So, da ist der Werkzeugkasten. Das Grüßkraut! Das ist der kopflose Reiter. Nehmen wir mal mit. Das hätte ich jetzt vielleicht nicht da, aber haben wir genug Inventarplatz. So, wie stellen wir den Strom aus? Jetzt warte mal. Hast du keinen Kopf mehr? Ja. Ja, dann müssen wir von der anderen Seite rein. He? Dann werden wir von da aus rein müssen. Und dann geht da wahrscheinlich ein Dings auf. Dann haben wir Zugriff auf da. Da liegt noch mal ein Dietrich. Dann geht da herin der Strom aus. Dann können wir unseren Werkzeugkasten holen. Grünkraut! Kriegen wir schon. Nur mit der Ruhe. Nur mit der Ruhe. Jetzt nehmen wir den Energiekern da wieder raus. Solange das Arschlochviech da nicht umeinander läuft. So, natürlich. Nicht sprinten. Und zur Not lauft man zurück und steckt man den Energiekern da wieder rein. Hallo! Na, da dürfen wir uns jetzt nicht durchzwingen. Ja, doch, da dürfen wir uns schon durchzwingen. Was labert die? Kannst du mir nicht verzeihen, dass da erinnert, dass irgendwas abgeht? Oder? Den nehmen wir mit.
Da kann keiner einer. Du, Manni, bleibst liegen. Also du mutierst, dann kriegst du mit der Requiem eine in die Fresse. Du da drin gefällst mir auch überhaupt nicht. Da liegt ein Haufen Klumpen umeinander. Don't mind if I... Oh, da liegt Feiblut umeinander. Gleich was craften. Gleich mal was crafteln. Was craftelt man? Sauberen Molly. Eine mit brennbarer Flüssigkeit gefüllte Flasche. Beim Aufschlag hüllt sie die Umgebung in Flammen. Das ist mit Sicherheit gut, geht das fette Viech. Tu mal her. Tu mal her! Oder hat er zuerst noch nie geschaut, du? Den haben wir auf 4. Jetzt wird es dann da langsam eng. Vielleicht sollte man noch Schuss da dafür bauen. Dann verschwindet die. Ne, wir haben keinen Platz. Wir haben keinen Platz. Was haben wir da? Leere Flasche und der Vierkantschlüssel. Wo war das gleich wieder? Wo wollte ich auf den Knopf drücken? Das war bei diesem Rundgangsdings da, gell? Oh, jetzt ist unser Inventar voll, das gefällt mir nicht. Tobi, mir ist wieder 5er. Pro-Spieler 5 Euro in die Spoilerkasse, hätte ich gesagt gehabt. Dann kannst du noch Resi einen nächsten Urlaub finanzieren. Laut Mods habe ich anscheinend gespoilert, also nimm's. Die wissen schon, was deren. Ihr vollstes Vertrauen stelle ich keine Sekunde in Frage. Merci dir. Einfach, weil es ist ja dabei auch so einfach. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das die Mods als Spoiler sehen oder nicht. Ja, dann schreibe ich es lieber nicht. Fertig. So. Auf einmal ist der Mucksmeiselstaat ist dann auf einmal der Chat. Mucksmeiselstaat. So. Hat jetzt der die Gisten da, oder? Wo ist die hergekommen? Ich wollte mich jetzt da durchzwängen, chill einmal. Da will man einen Molly gleich einmal ausprobiert haben. Was ist jetzt passiert? Wieso jetzt hier ein bisschen nass gekommen? Bist du behindert? Wie, du drehst um. Nicht umdrehen. Zero Depth, meine Damen und Herren. So, was ist der Plan? Das haben wir, Heizraum haben wir, Werkzeugkasten, Werkstoffverteilereinheit, jetzt pass auf, da so hier. Das Aufzieher-Ding bringt uns gar nichts, wir kommen da wieder rundherum. Ich weiß nicht, ob das Viech da durch kann, ich glaube aber schon. Wir müssen eigentlich, wo müssen wir hin? Da müssen wir her. Verteilereinheit, verschraubt, da müssen wir rein. Also 4 rechts, links. Konzentration. Sneaky Picky. Bleibst da liegen. Arschloch. Der Molly ist geil. Jetzt brauchen wir 2 so Stecker, oder? Wieso ist da wieder vor? Wieso ist jetzt mein Leben wieder gelb? Na, nimm halt das Ding da. Ja, da kann er was da?
Nehmen wir das Ding da mal rein. Und wo ist der andere? Der steckt im Ofen drast. Fuck. Was braucht der Molly? Eine Flaschen und 60 Blut. Ich verliere halt so viel, das gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Wenn das Viech jetzt da raus springt, wenn ich das Teil rausziehe, weißt du eh, was es ist. Ja, stinkt nach Trigger. Was haben wir da? Gar nicht lang rumpimmeln. Hilft nicht, muss ich da schießen. Ja, hallo, du irgendwo! So schaut das aus. Ha! Knapper Topf. Sehr knapper Topf. Mimo an mich. Ein Messer dabei haben, schaut überhaupt nicht. Molotov-Cocktail dabei haben, schaut auch überhaupt nicht. Aber wir haben auch überlebt. Haben wir wieder gesund, ja. So, gibt's jetzt da irgendwas, was jetzt... Da ist jetzt ein Licht, das ist gut für uns. Licht ist gut für uns, du bleibst liegen. Ich warne dich. Gibt's ein Requiem hinten neu. Du hast Feuer unterm Arsch gemacht, ja, die brennt gut. Die lidelt gut. Gefällt mir. Mein inneres Gaming-Herz macht jetzt Folgendes. Liebes Jesus-Gaming-Kind, bitte mach das Spiel so, dass ich das große Viech durch diesen Ventilator locken muss und dann muss ich ihn einschalten und dann macht's ganz viel. Amen. Was? Nehmen wir gleich mal die große Puffen essen. Was hat jetzt da so genagert? Was, wo? Oh no, das fette Arschloch kommt wirklich da daher. Nicht gut. Weißt du, was mich das erinnert? An Alien Isolation. Da war es einmal so ein Alien... Ha! What the fuck, Alter, was? Und jetzt kann ich pfotzen... Muss ich wirklich da rein, oder was? Lol. Ah, echt viel unangenehmer wird's nicht. Ja, meine, bist du mir irgendwas klar. So. Was haben wir da? Metallteile, das sind die guten. Wie viel Munition haben wir noch? 26 Schuss, 15. Schauen wir gut aus, das passt schon. Hast schon! Der Gaming Jesus ist ein Schrimp. Alles klar, das war nach dem Spreng seinem Satzzeit. Wobei, ein Spreng seiner war ja nicht dumm, der war eigentlich sogar ziemlich genius. Da war das halt das Dümmste. Moment. Da muss ich schnell schauen. Wenn mir die Frau ein Foto schickt, mitten unter dem Stream, dann muss ich schauen. Das hat's noch nie da. Was ist da los? Hä? Frau, ich glaub, der Account ist gehackt worden! Erklärung, was das Lied Der König der Löwen eigentlich sagt. Fakten... Warte, das müssen wir uns anschauen, das hilft jetzt nicht. Ich kann es nicht anschauen, weil ich keinen Instagram-Account mehr habe. Scheiße. Gleich ist er weg, Frauchen ruft. Ja, Frauchen hat momentan Narrenfreiheit. Absolute, übrigens.
Das gefällt mir gar nicht da. Warum so? Weißt du, was ich meine? Warum muss ich da jetzt außen rundum? Warum? Warum? Beim Ventilator-Ding an Callisto, ich muss ganz ehrlich sagen, Callisto, oh, da ist nicht viel hängen geblieben. In meinem Hirn irgendwie. Frag mich bitte nicht warum. Hat super geil ausgeschaut, war aber nicht so prickelnd. War so, geht so. Irgendwie. Oh, da ist der dritte Kern, ja. Der Geruch. Da hinten hängt er einfach irgendwie. Ja. Haben wir ja da in einer Blut. Liebes Jesus Gaming-Kind! Bitte mach mein Gebet von vor 3 Minuten wieder rückgängig. Ich möchte mir wünschen... Da halt rein! It is what it is. So. Lecker, oder? Was ist das schon wieder für eine asoziale Scheiße? Die hängen da ja unten leider. Das erinnert mich wiederum so ein bisschen an Outlast. Da hängen wieder Leute umeinander und da, du möchtest wetten, wenn ich vorbeigehe, dass die dann auf einmal das Limo fahren und so einen Scheißdreck. Du kannst gleich einmal liegen bleiben. Was ist mit dir da? Was ist das da? Gabelstapler Schlüssel. Klaas! Klaas! Klaas, ich hab deinen Schlüssel gefunden! Kriegen wir hin! So, wie viel Inventarplatz haben wir noch? So, hier, Gabel, stapelt mal die Gabel. Hier, rein damit. On. Passiert dann? Er stapelt. Gerät tut stapeln. Ich mag jetzt da noch nicht draufdrücken, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dann passieren schlimme Sachen. Jetzt warten wir mal noch. Hallo? Wie viel Gürtel da haben wir mittlerweile schon? Um uns rundum. Hier, Karten. Ja, schön. Plan des Sanatoriumkellers. Keller. Hat mir schon immer gut gefallen. Processing Tank. Ein Schaubild des Verarbeitungsbereichs. Was heißt denn? Bitte hier nicht schwimmen. Drainagesystem. Turn valve to drain water. Okay. It is dangerous to enter the tank after drainage. Sagt man da Drainage? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Das heißt so viel wie Wasser ablassen, glaube ich. Follow up protection guidelines when crossing. Ein Schaubild des Verarbeitungsbereichs. Das Ventilrad auf der anderen Seite entleert das Becken. Okay. Wie kommen wir da hin? Ja. Jetzt müssen wir da wieder so durch, zurück aus. Dann kommt das Mistviech 100%ig nochmal. Gebe den Brief und Siegel. Und dann kommt es da nochmal. So, haben wir nur Requiem-Shoes? Ja, ich glaube schon. Ja, bist du in Moon. Her mit dem Schund. Her mit dem Schund. Haben wir noch irgendwas vergessen, bitte? Bitte bleiben Sie liegen, bleiben Sie ruhig. Kann ich da reinspringen? Nein, kann ich nicht. Das sprichst Dresden aus. Da hinten ist er safe. Halt, stopp! Halt, stopp! Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Spätestens, wenn ich da jetzt zurück ausgehe, kommt da irgendein Gepümmel raus. Was tue ich dann? Steht da wieder Depp. Wir müssen wir, anderen Weg sehe ich hier nicht. Gehen wir Molotov, Mollyboff. Haben wir noch Flaschen? Nein, haben wir nicht. Gefällt mir nicht! Arzneispritze, aber sicher nicht, kann man noch brauchen. Das entscheidet man spontan. Du, her jetzt das Ding, damit es wieder stockfinster ist, damit Leute. Hä? Kann ich den nur mehr ausschalten? Muss ich jetzt durch die Letten schwimmen, oder was? Wahrscheinlich. Muss ich kurz nachdenken, aussieht, die 2 Dinger ausziehen, mich, da reinstecken. Ja. Man, ich werd nicht anders hier haben. Ich werd nicht anders hier haben, du. So. Was passiert jetzt, wenn ich da drin zurück ausgehe? Willi will's wissen. Ich warne dich. Schießt dir in dein Gesicht. Rein mit Monster Bitch.
das war so klar. Ha! Fuck, trifft's auf den Punkt, Madame. Gut, dass das jetzt so nicht dahergekommen ist, sonst hätte ich hergeschissen. Vielleicht habe ich ein bisschen hergeschissen, aber das muss ja keiner wissen. Ja, wird schon meisten. Ja, da kann es nicht her, weil es Licht an ist, gell? Das Problem wird aber sein, wenn ich jetzt das ausmache. Wir brauchen aber, du bleibst liegen, wenn du verwandelst, scheiße in Ratzen. Instant bei, das ist ein schlaues Mädchen. Schau mal, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Können wir da direkt in den Ofen reingehen? Ich sag das, was es ist. Ich glaube, das ist ein Trap. Das ist der kürzere Weg, das ist der falsche Weg. Wir gehen mal über die Werkstatt, da haben wir nämlich diesen kleinen Eingang, da kommt das Viech vielleicht nicht durch. Deswegen gehen wir geradeaus weiter. Wir geben einfach Ruhe. Wir gehen den Ball. Mach auf! Nur die Ruhe. Um die kümmern wir uns später. Nur die Ruhe. Nur die Ruhe. Jetzt kann ich mir Pfotzen ans Tisch hauen, oder was? Lassen wir es einmal gehen. Nur die Ruhe. Nur die Ruhe, das sitzt mir sauber aus. Muss ich es jetzt vorn aussehen locker? Ist das der Ernst? Oh, du Schweinespei. Du Schweinespei. Na gut, dann killen wir jetzt mit der Pistole den Zombie da hinten. In der Hoffnung, sie kommt da und dann verpissen wir uns da rein. In der Hoffnung, sie kommt da nicht rein. Ich will auch sagen sie. So. Geschissen auf die Sammeldinger. Hallo? Hallo. Ja. Ich wohne dich. Es kommt natürlich nicht! Auf der anderen Seite ist allerdings auch die Tür zu. Muss man vielleicht auch mal berücksichtigen. Du bleibst da drin und hast deine Anfälle oder was weiß ich, was du da drin treibst, aber was weiß ich, was ist. So. Ich glaube, so Hämolysenspritzen war mir nicht schlecht. Weil. Warum eigentlich? So, sag ich dir dann. Weil nämlich da noch an der Tür noch anpackst, oder? Ja. Du bleibst da schön brav liegen. Ich muss jetzt da aufsperren, das Mistviech da rumlocken und dann von hinten reingehen und den Gabelstapler anstellen, oder? Und da darf nämlich dann auch ein Licht brennen, da kann es nicht her. Hier kann es nicht hin. Kriegen wir Blut? Habe ich irgendwo Blut übersehen? Ja, tatsächlich in der 10 drin. Das holen wir uns noch schnell.
sowas ist übrigens in Ordnung. Ja, wenn es heißt, irgendwie, du hast was liegen lassen. Das ist was anderes. So dermaßen streng brauchen wir nicht sein. Aber mir vorsagen, was ich zum Tun habe, bevor ich es selber mal gesehen habe. Inventar, was haben wir? Für was? Leere Spritze, Material, das zur Herstellung von Steroiden und Stabilisatoren verwendet werden kann. Können wir sowas schon bauen? Ja, tatsächlich. Oh. Ah, da brauchen wir erst die größere Blutspritze. Ja, ich check's schon. Okay. So. Also, wenn es Gefahr läuft, das ist ein wichtiges Item zum Übersehen. Nein, ganz ehrlich, selbst dann. Warte mal, warum sagt denn da eigentlich keiner was, dass da die ganze Zeit der Strich einer steht, ihr lustigen Kerle? Wahrscheinlich habe ich es einfach bloß nicht gelesen, ich weiß selber, was es ist. Was wir mir jetzt einmal schnell deren, gehen wir mal schnell da ums Eck und speichert man. Das schaut mir noch gar nicht, weil das wird jetzt halt. Ja, aber das Blutapparat-Upgrade hast liegen lassen. Aber das muss ich doch mit Münzen kaufen, oder nicht? So viele Münzen habe ich ja da noch gar nicht gehabt. Schauen wir mal, Inventarmanagement, das brauchen wir. Spritzen draus bauen. Also das können wir auf alle Fälle mal weg da. Dann bauen wir unsere Spritzen oder Munition draus. Ich bin ja für einen Molotow-Cocktail. Haben wir noch irgendwas Nützliches? Nicht wirklich. Ja, lassen wir es, wie es ist. Lassen wir es, wie es ist. Hey, ich gesagt gehabt. So, was ist da los? Da ist die andere noch drin. Okay. So, nicht sprinten, nein. Und das Kreislige ist ja, wir müssen die Stecker dann wieder alle zusammensammeln. Und da hätte ich gerne einen Molotow im Hosel. Ja, hier ist schon. Jo, wo bist denn? Das hilft nicht, ich muss schießen. Das kommt aber auch nicht. Man sagt aber auch bloß 2 Meter weit mit der Scheißlampen! Um nicht zu sagen Schlampen! Das ist immer noch dahin. Ich weiß nicht, was ich mit ihr tun soll! Warten, bis es ganz nach links geht, das Ding einschalten und wieder abhauen, oder? Ja, dann hilft's nicht. Nimm jetzt aber auch den Energiestecker damit. Den muss ich wahrscheinlich auch mitnehmen, weil wir mir den auf der anderen Seite hinten brauchen. Kann also gar nicht funktionieren. Kriegen wir schon. Finden wir schon raus, Kinder. Zur Not brennen wir hier eine mit der Requiem. Es hilft das sowieso nicht. Was soll ich machen? Das ist jetzt bestimmt nicht. What? Da kommt noch einer. Ich geh da mal so mit.
Ich geh einfach mal mit und schau, was passiert. Ich weiß auch nicht. Was ist denn jetzt passiert? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ist mir egal. Lass mich in Ruhe. Gute alte Schauki, ja. Okay, nur mit der Ruhe. Atmen, Birger. Hoppala. Hätte ich fast hergespielt. Alter. Also es ist schon wieder... Da oben müssen wir anscheinend... Wie tue ich? Alter. Na, da... Hallo? Ja, sag mal! Wir fanden da vorbei. Wie tut man da? Was jetzt auch nicht? Ich laufe jetzt halt mal so mit da und duck mich. Ach, da kommt man gar nicht aussehen, lol. Ich Trottel. Wieso kann man das dann umschirmen? Oh, bitte! Das Kettenkarussell, bitte einmal rechts runter. Und wieso ist sie jetzt da auch weg? Kann man da aufstellen? No. Ach, wegen dem Licht natürlich. Wie du Trottel. Es ist so asozial. Wie geht's mit daher? Da gibt's mit Sicherheit was. Sechst das? Okay, wir uns gleich. Moin Meister, da hast du sauber in die Hosen eingeschissen. Ich hab's genau gesehen. Da, schau mir die Letten an. Das ist keine Bremsspur mehr, das ist ein Bremsplatz. I'm a simple Birger. I see a F button, I press F. Ich hab das Gefühl, das wird nur richtig ekelhaft hören. So, Toll, hätte man nicht bauen müssen. Birger, du Trottel. So, wieso kann ich das machen? Wieso kann ich das machen? Gehen wir da um, da kommen sie alle außer und da verschwinden sie alle. Ja, wo gehen wir jetzt hin? Was haben wir jetzt da Tolles gekriegt? Verstehe ich nicht. Da hinten gibt es noch was, da fahren wir jetzt mit. Da kann man nicht mitfahren, warum nicht? Ach, jetzt ein Checkis. Schluss damit, fahren wir zu jetzt da. Verstehst schon, verstehst schon. An in die Richtung, bitte! Zombies alle so. Hui! Bloß umdreht. Heißt es dann eigentlich? Iu! Wahrscheinlich schon. Ich denke schon. Nein, hinfahrt. So, da machen wir schnell einen Flitzer. Ah! Ich bin geflitzt. Oh, da machen wir einen Flitzer vor. So. So, ich bin jetzt da. Mach ich halt mal einen Kick rein und schießt da in dein Gosch rein. Was haben das eigentlich vor mit Teifeln? Wo kommen die her eigentlich? So, laufen wir jetzt da mal ganz schnell zwischendurch. Was haben wir da? Ja, Messer. Ja, her mit dem Messer. Her mit dem Messer, sehr gut. Das ist ein Zombie-Fahrgeschäft. Das ist das Zombie-Kettenkarussell. Spaß, für jung und alt. Da haben wir auch nochmal Blut. 20. Wie viel können wir noch aufnehmen? 10. Dann bauen wir uns was. Was bauen wir? Munition für die fette Pistolen. Die hat auch noch nie geschaut. Nein, die hat noch nie geschaut. Da braucht man auch keiner was anderes zu erzählen. So, wie kommen wir jetzt da aber wieder zurück, ist die große Frage. Oder muss ich da... Ach so, da kann man hinten durchlaufen. Ja, geschissen auf das 20 Blut. Sag ich, was ist. Sag ich, was ist. Geschissen auf das Blut. Jetzt gehen wir da hinten raus und schauen, was los ist. Nicht schubsen, nicht drängeln. Kommt da jeder gleich. Kommt da jeder dran. Jeder kommt dran. Was haben wir jetzt da? Solange Licht brennt, ist alles gut. Ach, jetzt haben wir da auf der anderen Seite.
ist richtig. Das ist richtig heftige Scheiße, Alter. Alles klar. Hab ja gewusst, dass da wieder Blut umeinander liegt, das ist eh klar. Alter, das ist richtig makabere, krasse Scheiße. Sagen wir es, wie es ist. Jetzt nehmen wir das noch mit, dann tun wir ein Combo machen. So. Das passt gut. Dann speichert man da mal, weil die steht da nicht so gaudi, die Schreibmaschine. Und dann drehst du am Rad, dreh am Rad hier weh. Ich brauche jetzt wieder irgendein Werkzeug oder sonst was. Und jetzt schubst mir das fette Mistviech in den Häcksler, bitte. Mixer aus! So. Ist dieser Molotow? Ja. So. Ganz schnell um den Molotow nehmen und auf die Leute rauf. Wenn es ist, lassen wir uns einmal beißen. Ja, ist schon recht. Was? Oh, shit. No. Flüssigkeit abgeleitet. Verarbeitung beginnt. Verarbeitung? Shit, nein! Nein, nein! Meine Damen und Herren, das ist extrem schade, dass ich einmal sterben muss in dem Spiel. Ab jetzt ist es wurscht. Aber der Tod war schon narrisch. Das war fast wert, dass wir das anschauen. Legt mir am Arsch. Der 79. Topf in diesem Jahr, in dieser Season, der war es absolut wert. Heilige, aber dass mich so nah reinzieht, war ich jetzt blöd gelaufen. Ich darf nicht so nah hingehen. Ich wollte eigentlich einen Zombie einschubsen, ist eh klar. Aber da muss ich warten, bis er ein bisschen näher daherkommt. Wow. Alles klar, Freunde der Sonne. Ich wiederhole mich nur ungern, aber ich wiederhole mich, wenn nicht 18 ist. Machen Sie es gut. So, da war was. Da war was. Was? Da hinten war was. Verarbeitung leck. Steffi, wir brauchen einen Eintrag. Wir brauchen... Ich hab bloß das Problem, wenn hinter mir einer, weißt du schon? Den zuzelt's schon rein dann. Wir müssen nur in die Kniescheibe einschießen. Nur in die Kniescheibe rein, ja, ja, da, hier. Und aufpassen, dass wir selber nicht reinfahren. Oh, da können wir noch einige, fürchte ich. Schuss haben wir genug. Nicht greedy sein, ich wollte bloß mein Messer haben. Leck mich am Arsch. Gott sei Dank. Holy shit, Alter, aber das war jetzt ganz furchtbar knapp, dass wir noch mehr einen Topf kassieren. Alter. Wow!
Es war wirklich scheiße knapp jetzt gerade. Dass ich da noch mehr eingelangt. Ich Trottel. Woo! Können wir mal kurz festhalten, dass das eines der besten Spiele seit keine Ahnung wann ist. Habt ihr heute schon mal auf den Like-Button drauf gesmasht? Auch an die Lurker, die nebenbei selber spielen. Hallo! Kannst du mal den Like-Button reinsmashen? Das wäre was! Und vielleicht haben wir ja einen neuen Zuschauer. Habe ich dir ja wenn es der Birger ist. Ich stream jeden Montag und Mittwoch um 20 Uhr. Wenn du nicht weißt, was es ist, dann lernst du das. Lass mir ein Abo da. Wenn nicht, wirst du als Kackfrisurenträger deklariert. Easy. So. Letzte. Jetzt Emily holen und dann raus hier. Wie haben wir das Ding eingeschaltet? Das muss ich jetzt probieren. Wir kommen jetzt da auch rundherum. Erschlaschen sie mich, aber da. Na, da mag ich nicht hingehen. Na, Kugel mag jetzt auch nicht verschwinden. Kann man das nochmal betätigen? Nein. Aber es ist so prädestiniert dafür, dass wir mit das große Viech da reinlocken müssen. Aber irgendwie scheint das nicht zu funktionieren. Der Anderle schreibt, ich entschuldige mich aufrichtig für mein Lurker-Dasein, Eure Majestät. Das ist in Ordnung. Das lass ich durchgehen, lass ich sein. Easy going. So, was ist der Plan? Wir haben gespeichert. Jetzt kann man eigentlich, müssen wir mehr oder weniger zurück ausgehen, oder? Wir können nicht mehr zurück ausgehen. Und da können wir ja nicht mehr durch. Können wir da noch mehr durch? Nein. Das heißt, außenrum bis zum Gabelstapler, wo wir gerade waren, die Dinger einsammeln, dann die 3 Energiekerne reinstecken, Mädchen befreien. Kriegen wir hin. Gut, dass es nicht nur mir so ging an der Stelle. Was denn? Sprengi, du hast kurz die Erlaubnis zu schildern, was du hast. Mich würde es nämlich interessieren, ob ich genauso blöd bin wie du oder du genauso blöd wie ich, je nachdem. Lurker leben länger als Gescheithafer, das stimmt. Entstehen so die Burger Patties von Mackie so in etwa. Diese Stelle, okay. Die wird aber auch nicht auf der Map bezeichnet, die Schweinescheiße. Ja. Ja, lass ich durchgehen, kann man übersehen. Und meinst du genau. Ich hab was in den Mund bekommen. Weiß auch nicht. Weiß auch nicht, die. Wir haben noch einen Molly und es feiert überhaupt nichts. Das Einzige, was wir da müssen, ist ein Molly auf den Vierer legen. So. Sonst verdrücke ich mich im Eifer des Gefechts. Oh, da ist der Auf. Ach, jetzt haben wir da. Ja, ich weiß schon, wo man. Echt wirklich nur der Dark Sky mit That's what she said. Der Video. Halt, stopp. In der Werkstatt und da oben. Wenn jetzt da lang der Mutantensepp daherkommt, was du jetzt denn? Damit er Ruhe ist! Ohne Scheiß Pistolenschuss, drauf geschissen. Drauf schissen, Alter. Mach das nochmal, meine Freundin kotzt gleich. So. Ich habe ja das dumpfe Gefühl, wenn ich da den Energiekern rausziehe, dass dann das fette Alt. Was hat denn da jetzt so da?
Okay, ausziehen, umdrehen, abhauen. Wie bei deiner alten. Hab ich jetzt einen Molly daneben geworfen? Herzlichen Glückwunsch, Birger. Gut gemacht. Da, kriegst du hin. Einfach zu Fleiß. Geh mir da irgendwo rundum. Okay, das passt auch. Tschüss dann. Hat keiner gesehen. Steffi, wir brauchen dringend einen Molotow, der meilenweit irgendwo daneben fliegt. Also ich glaube, das so schlecht habe ich glaube in meinem Leben noch nie irgendwo hingelegt. Ich bin aber auch, muss ich gestehen, mit meinem Handgelenk hängen geblieben. Ezio! Was soll ich machen? So, wie viele Energiekerne haben wir jetzt? Ja, das darf man jetzt gerade noch angehen. Da, jetzt nehmen wir mal das da hier. Benutzen. Ah, wieder gesund. Der Molotow ist dann hinten auf dem T-Shirt. Das ist eine gute Idee. Das geht leider nicht. Was? Dann schieße ich dir halt nochmal mit der Requiem ins Gesicht. Du. Das ist mir voll wurscht. Hauptsache du bist fit. Für das habe ich es gebaut. Der Molly hat auch einen ziemlichen Recoil. Das muss man wissen. Ah, was mir du jetzt nichts verzeihen. Das ist wirklich ein grandios guter Witz, Alter, mit dem Molotow-Cocktail hinten drauf. Steffi, bitte notieren. Der Huber, genau das, was er geschrieben hat. Und wenn das irgendwie geht, bei Spread, dann müssen wir es machen. Oder wenn das das Motiv ist, dann ist der Molly einfach irgendwo da. So einfach meilenweit irgendwo aus dem Motiv heraus. Richtig starker Witz. Richtig stark. Da haben wir. Jetzt mach ein Licht da in der Bumsbude drin, damit er endlich Ruhe ist mit dem Arsch! Hey! Nein! Ich bin's! Ich bin es, Grace! Ich bin da! Grace? Ja, wir müssen schnell weg hier. Und wohin? Aufzug. Und wie mache ich das mit dem... Ich laufe jetzt einfach... Schön festhalten. Gleich ist es vorbei. Halt dich nur gut fest. Okay. Lauf! Geschafft. Einfach laufen! Lauf! Lass dich nur runter. Hüttig Stiefel ins Eck! Jede Schei! Warum geht er nicht so? Was? Achtung, du schau doch erst einmal in meine Hosentaschen, ob ich nicht noch was craften kann. Ach, da geht natürlich, da legst du nieder. Ja, was? Hä? Informationen sind der Schlüssel zum Überleben und Informationen halten Sie durch Erkunden. Sehen Sie regelmäßig auf die Karte. Muss alles Topf sein lassen. Was war denn das jetzt? Oh, du bist echt blind und taub. Was? Schön festhalten. Ich hab Angst. Warum ist es so laut? Gleich ist es vorbei. Halt dich nur gut fest. Blind und taub? Was hab ich denn da jetzt übersehen? Okay, jetzt! Geschafft. Lass dich nur runter. Warum geht er nicht so?
Tag habe ich verdient. Das habe ich einfach vergessen, dass da die Paletten dazwischen liegt. Das habe ich einfach vergessen. Grace! Bist du verletzt? Oh ja, wohl übersehen. Nein, It is what it is. alles gut. Das ist gut. Ein Glück. Ich bin mir nicht sicher, ob ich von dem Kind mehr Angst habe oder von dem Riesenviech. Naja. It is what it is. Und jeder, der schon wieder super schlau beim Backseaten ist, euch möchte ich mal zuschauen. Euch möchte ich mal zuschauen. Riesenfresse, nichts dahinter. Spätestens wenn bei euch 1300 Leute zuschauen daten, weißt du, was dann wieder kommt? Birger? Oh, Entschuldigung. Sind Sie, sind Sie der Birger? Ja. Ich wollte fragen, ich wollte fragen, ob wir ein Foto machen könnten. Ja, freilich, hau raus. Okay, warte schnell. Ich weiß nicht, soll ich es halten oder wird das heute noch was? Oder? Hau ab jetzt! Ich hab keinen Mund mehr! Hör auf jetzt! Wir müssen hier raus. Ich schieß dein Deck übers Auge oder so! Was muss ich denn da? Nicht schon wieder sterben! Ja, Kruzifix nochmal. Jetzt hagelt's aber dipp, sonst noch eins. Was ist denn los jetzt? Was soll man da jetzt da einfach reinballern wie ein Behinderter? Oder? Was? Ich hab Angst. Warum ist es so laut? Gleich ist es vorbei. Ja, wir reinballern kann ich aber nicht. Ein Topf kommt. Wir waren mal so gut. Goddammit, noch eins. Lass dich nur runter. Ich tippe eh schon, was ich stark bin. Geh weg! Komm schon! So, jetzt passen wir auf. Können wir die fette Immun herstellen? Muss man da auch wieder irgendwas tun? Verdammt, das war der Dämm. Wir haben den scheiß Tresor gehabt. Den haben wir mir oben schon gefunden, an den erinnere ich mich nicht mehr. Probieren wir es nochmal mit in die Fresse schießen, ich weiß ja auch nicht. Ist da wieder irgendwas, was ich drucken kann, oder kann ich mich verpissen oder einen Tresor mal vergessen, ja. Da werden wir nicht mehr runterkommen, nehme ich an. Ja, Bist du verletzt? Nein. Alles gut. Das ist gut. Das ist überhaupt nichts gut, Kind. Das ist überhaupt nichts gut. Nix ist gut. Oh, der dritte Monitor hat leicht gelitten. Ja, das war gerade, aber trotzdem. So. Was müssen wir da? Geht da irgendwas auf oder irgend sowas? Nein. Ja moin, ich kann nicht so weit aufzielen, du Rind! Ja, ich weiß ja doch auch nicht, was man tun muss!
Habe ich vorher wieder übersehen. Ja, jetzt fahr ich mit dem Scheiß... Nein, 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 nein. Nein, nicht schon wieder. Oh, Scheiße. Oh ja, verstehe. Du bist drin, Lass uns spielen. Und verlieren wir jetzt den Fuß oder nicht? Hätten wir uns mit Munition gespart. Egal. Oh, leck, Mann, das war jetzt eigentlich richtig narrisch gewesen, wenn wir wirklich am Fuß verloren hätten oder so. Wer braucht schon Requiem Moon? Das ist. Ja. Grace? Grace? Geht es dir gut? Als hätte sie ihr nicht mit der Pistole da reingeschossen. Verzeiht's mir keinen Scheißdreck nicht. Was ist mit dir? Schmatzer. Soweit okay? Hier, das habe ich für dich aufbewahrt. Bestigstes Albino-Kind. Danke. Okay. Na komm. Und das Mistviech kommt wieder in 3, 2. Sternenquarz. Wunderbar. So, haben wir jetzt wieder im Irrenhaus, ja? Was ist denn das da? Abgetrennte Hand. Oh. Kann man da reingucken? Fernglas. Abgetrennte Hand, sie ist noch leicht warm. Ja, dann. That's a challenging wank. Ich nenne sie die Fremde. Okay. Für was brauchen wir die Hand? Hey, Wo haben wir ihn überhaupt? Okay, haben wir wieder ganz woanders. Grüezi in Alpha. Wo müssen wir hin? Geradeaus. In der Haupthalle. Ja, easy going. Ja. möchtest du vielleicht mit mir von hier weglaufen? Hier ist es gefährlich. Ach was. Warst du nicht? Okay. Okay. Gut. Sehr gut. So, vielleicht hast du ein bisschen ein Requiem Moon dabei. Das war geil. So. Ja. Schöner 5 Schuss hätte man brauchen können. Aber vielleicht auch nicht. Speichern. Speichern, ja. Dann, jetzt pass Obacht. Wo haben diese... Ja, in der Haupthalle. Ja, sicher. Da haben wir... Wir campen uns jetzt natürlich nur das ganze Blut da hinten rein, aber wir haben ja Programme. Haben wir mir noch irgendwas zum Aufsperren da herin? Ja, die Speisekammer, die hat aber der Lian hat den Schlüssel, glaube ich, gell? Vitrine mit Münzschlitz. Können wir mir das Zeug bedienen, wenn wir sie in der Dings haben? Wir können uns da nämlich noch was kaufen. Das ist der mal jetzt auch. Das ist nämlich gar nicht mal so unwichtig. Gar nicht mal so unwichtig, meine Damen und Herren. So, jetzt können wir da mal nachladen. Einmal nachladen. Der Koch müsste eigentlich auch tot sein, oder? Der ist da auf alle Fälle nicht mehr. Münzen gehen wir noch aus. Das ist einmal das erste. Liegt da der Tote noch drin? Ja, der liegt noch drin. Vielleicht sollte man die Münzen auch mitnehmen, du Trottel. Okay. Vollsprint. Das haben wir gewohnt. Gehen wir jetzt auf alle Fälle noch. Und dann schaut doch das vernünftig aus. Hier, gib schon mal die Münzen her. Machst du mal die Münze in mein Inventar hinein? Geht das vielleicht da schneller? Kann man da irgendwie alle entnehmen, Drucker oder so? Ich weiß es nicht. Braucht man das? Nein, braucht man nicht. Sonst noch irgendwas, was man verstauen kann? Eigentlich. Für was werden die noch gerade da sein? Irgendwas habe ich im Hinterkopf, wo irgendwas mit einer Hand war. Weiß aber nicht mehr wo.
Vielleicht täusche ich mich auch komplett. Kann auch möglich sein. So, jetzt rein in die Luzi. Oh mein Ledo, ich sehe. Du brauchst 6 Münzen. Echt jetzt? Weißt du was, dann steckt man es schon mal. Das macht auch keinen Sinn. Gut, haben wir wieder 2 Minuten verschissen. Goddammit! Ich bin mir sicher, dass in der Speisekammer einer drin ist. Haben wir da noch irgendwas? Auch nicht wirklich, da liegt bloß tonnenweise Blut umeinander. Münzschlitz an der Tür zur Speisekammer, aber da haben wir doch einen Koch erschossen. Und der Lian hat den Schlüssel, aber wir haben ihn nicht zum letzten Mal da bin ich mir fast sicher. Ich kann dir sagen, wo du schnell eine Münze herbekommst, wenn du willst, aber es wäre ein Spoiler. Nein, dann natürlich nicht. Dann natürlich nicht. Überlegen, wo wir überall waren. Wir waren eigentlich überall relativ ausgiebig. Was ist der Isaac? Jetzt mag ich schnell was wissen. Kommen wir in den Aufzug nochmal rein und nochmal in den Keller oben. Okay, der Aufzug schaut jetzt vielleicht nicht so aus, als war er noch in Betrieb, aber Versuch ist wert. Naja. It is what it is. Lass dir die Münze halt selbst verpassen. It is what it is. Lass den Chef halt selber spielen. Dankeschön. Haben wir mir heute schon 43 Leute getimeoutet. Ich bin wirklich stolz auf euch. Es ist wirklich erstaunlich, wie man einfach sein verdammtes Maul nicht halten kann. Das ist echt. Aber ich war genau der gleiche. Ich da also Challenge accepted. Ich dachte mal, alle 10 Minuten da ich mir einen neuen Timeout holen. Da ist drum rein und dann schauen wir, was passiert. Die Tür in der Haupthalle öffnen. Erledigt. Lasse Emily nicht zurück. Ich wollte gerade sagen, und unsere Münzen brauchen wir auch nicht dabei. Machen wir ein bisschen Inventarmanagement und dann schauen wir, wie es weitergeht. So, Hand weg, Münzen weg, Messer behalten wir uns, wobei wir da schon eigentlich Metallteile draus bauen sollten. Ja. Macht 100 Mal mehr Sinn und dann bauen wir da, wie viel Pistolenmunition haben wir jetzt? 33 Schuss, wenn dann brauchen wir die Munition, wir machen uns so Spritzen. Die Spritzen sind wirklich nicht schlecht. Damit kann man Zombies verschwinden lassen. Speichert man nochmal schnell. Warum nicht? Die Münzen findet man mir schon irgendwann. Mit wie vielen Stunden rechnest du bei dem Spiel? Die Leute sagen, es dauert so zwischen 11 und 13 Spielstunden. Dann braucht man mir meistens so 20% länger mit dem Stream. Das ist ganz normal, weil ich auch früher mal rede und probiere und tue, was ich off-stream nicht dort hat. Sehr wahrscheinlich. Und was für eine Nacht erreichen Sie den Garten des Sanatoriums? Geschafft. Alter, das ist wie damals Wir sind draußen. das ist wie das Herrenhaus damals in Resident Evil 1. Da kommst du dann auch erstmal aussehen. Dann haben da irgendwelche Mistviecherhund. Das sind die schlimmsten von alle gewesen in Resident Evil damals. Oh, da ist ein Helikopter schon. Alles klar bei dir? So, liegt da zufällig irgendwo Münzen umeinander? Entschuldigung, hat da irgendjemand Münzen von einem Hallo? Weiß nicht. 15 bis 18 Stunden in Bürgerzeit. Ja, das kann sich gut hingehen. Also ich rechne so mit 8 Streams ungefähr. Ja? Und um ganz ehrlich zu sein, je länger dieses Ding dauert, desto besser. Ich glaube, wir machen mal relativ angenehm zum Zuschauen Progress. Mir macht's Spielspaß, euch macht's zum Zuschauen Spaß. Das ist mal das Allerwichtigste. Und dann suchtelt man das Spiel nicht durch, wie bei den Behinderten. Und das, was der Sprengi sagt, rechnet einmal nicht in Stunden oder Streams, sondern rechnet einmal in Timeouts. Der Sprengi rechnet 180 Timeouts. So, Okay. Chapelle, Helipad, durch den Garten fliehen. Chronic Care Center. Okay, gehen wir doch einmal Phase 1 zum Helikopter. Schauen wir, wie es den zerreißt. Kommt der Nemesis und reißt ihn in 2 Stückerl. Gut. Das haben wir allerdings ja kein Pilot. Und jetzt wieder. Hey! Stehen bleiben! Ist schon gut. Wir sind nicht infiziert. Sie sind also normal? Gib mir mal Zigaretten, Ich Alter. denke schon. Ein Glück. Sie haben die Dinger gesehen, ja?
Wer sind Sie? Kümmern Sie sich nicht um mich. Ich bin müde. Ich weiß. Ist das Ihr Kind? Was? Ah, das. YBO, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Weglaufen fällt für mich also aus. Können Sie den fliegen? Könnte ich. Wenn mein Chef nicht den Schlüssel hätte. Du, das habe ich in Quarantine sagen gelernt, deine Augen sind komisch gelb-rot. Wenn Sie ihn holen. Der Hinkerei gefällt mir auch nicht. Ich würde ja selbst gehen. Aber diese Dinger würden mich sofort kriegen. Lügen Sie mich an? Was? Haben Sie gesehen, was ich gesehen habe? Hören Sie, das ist unsere einzige Chance. Was glauben Sie, wie lange wir hier noch überleben? Kann ich jetzt in mein Zimmer zurück? Das ist zu gefährlich. Hey, helfen wir uns gegenseitig. Nein, Herr Zangelbub, das rote Augen war Wiedersehen. Sie holen den Schlüssel. Knackschuss. Ich passe auf Sie auf. Versprochen. Okay, abgemacht. Na komm. Hab dich. Bereit? Nein. Schlafi! Ich schnall dich an. Schlafi! Ja, du musst angeschnallt schlafen, weil sonst wäre das ein totaler Kampf. Oh, ich bin Grace. Übrigens. Das ist Emily. Harry. Danke sehr, Harry. Ist der Harry ein Kein guter? Problem. Ich weiß nicht. Ah, ich Ich weiß beeile nicht. mich. Er schaut sehr verdächtig aus wie alle anderen Zombies irgendwie so ein bisschen. Ah, weiß ja nicht, du. Einer der Klone vom Harry. Oder Harry-Klon. Den Hubschrauberschlüssel finden. Dann, Manni, schauen wir mal nach dem Hubschrauberschlüssel, hä? Der, wenn jetzt einfach da herin liegt, gehe ich aus und schmier, Manni. Haben wir da? Besucherprotokoll, Datum 14. September 2026, Beginn 17:10 Uhr, Ende 18:35 Uhr, Name Z, Besuchergrund, Projektdurchsicht mit Victor Gideon. Anmerkungen, Zustand der Patienten, vorläufige Forschungsergebnisse. Ist das nicht mehr, oder was? Kann ich da jetzt was lesen, oder? Ja, da haben wir was gelesen. Verstehe ich nicht. Ah, das ist ein Bumsbu. War nicht ich. Da ist gleich eine Kugel im Bälle drin. Weißt du mir nicht da wieder. Oh, kistige Kiste. Weiß zwar nicht, was wir da jetzt brauchen sollten, aber da brauchen wir jetzt einfach mal nix. Blut haben wir keins mehr, warum auch immer. Bitte, lass ihn hier sein. Warum hängen da diverse Sägen an in einer Vitrine und so? Ein Mikroskop. Wieso kann ich die so klicken? Das ist ein Turm, das ist eine Dame und das ist ein Arschloch. Nur absolute OGs. Doppelhelix-Modell. Ein Doppelhelix-Modell, das an DNA erinnert. An beiden Enden befinden sich Zapfen, die anscheinend irgendwo hineinpassen. Aha. Ja.
Vor allem, was haben die so mit dem, weiß ich nicht, da schneide ich einen Mammutbaum um mit den Dingen. Was? Feedback zu Forschungsergebnissen. Ihre Patienten, warum bieten? Ihre Präsentation heute war äußerst beeindruckend. Es ist erfreulich, dass das Experiment nun Phase 4 erreicht hat. Über Phase 4 bin ich leider nie hinausgekommen. Dennoch bleibt es weit hinter den erwarteten Ergebnissen zurück. Das Sanatorium wurde bereits vor mehr als 20 Jahren gegründet und wir benötigen eindeutige Ergebnisse. Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen haben wir eine Verlängerung der Quarantäne bis 2040 beantragt. Es ist unbedingt erforderlich, dass wir Elpis vor Ablauf dieser Frist erhalten. The fuck is Elpis? The fuck is this? Oh. Was? Oh, gibt es ein Grace Sandwich? Vielleicht hätte man doch Munition craften sollen, ich weiß nicht. Okay. In der Zwischenzeit Frage gezielt nach einem Spoiler. Frage 1. Meine Damen und Herren, Mr. YBO, Mike, Wölfchen, etc. etc. Ignoriert's den Chat. Sollen die Leute schreiben, was sie wollen? Ich lese einfach nicht. Schaut's einfach ein bisschen am Spiel, weil ganz ehrlich, ihr habt seit 40 Mal einen Timeout ausgeschissen. Ihr schaut's nur 45 Mal. Ihr schaut's nur auf den Chat. Das ist zwar irgendwo eure Aufgabe, aber da habe ich ein schlechtes Gewissen. Ihr habt 7 Jahre so gut wie nichts zum Tor und es eskaliert völlig bei einem richtig guten Spiel. Chillt, ich lese einfach nicht. Aber ich frage jetzt nach einer Sache, die mir jemand beantworten darf, der es weiß. Kimi, nochmal in den Keller runter zu diesem Safe. Weiß das jemand? Nein, kommst nicht. Okay. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Der Cartoon schreibt, so weit bin ich noch nicht. Großer Fernseher ist da auf alle Fälle durch mit Knarre aus. Ich hätte da schon wieder irgendjemand umeinander schäben. Oh, Safe Room. Easy. Easy. Ich lese einfach den Chat nicht mehr. So gnadenlos. Es ist, was es ist. Also, das Problem ist halt so ein bisschen. Ich empfehle jedem Zuschauer, der das Spiel genießen möchte. Oder ist die Tür wirklich zu? Macht's einen Chat aus. Dann müsst ihr euch nicht spoilern lassen. Ich spiele immer nur so weit wie du bist, um deinen Stream besser zu genießen. Alter, dann machst du ja das Spiel kaputt. Spinnst du? Ah ja gut, jedem wie es will. Was ist denn das wieder für eine gestörte Scheiße? Was ist das hier? Mhm. Zuchtanlage für Tyrants, hä? Hätte ich vorgeschlagen. Was haben wir da? Beseitigungskartusche nur im Notfall verwenden. Tut sie da irgendwas? Morgen schon ein Screenshot machen. Da ist nichts im Weg, pass auf. Hier wird irgendwas entnommen. Alles? Möglicherweise?
Das ist eine Zuchtanlage zum Tyrants züchten, das sagt ich. Das sagt dir ich! Ist da was drin? Oh, da ist tatsächlich was drin. Eine Arzneispritze. Die nehmen wir mit. Eine Übersicht der Forschungsanlage. Da wird wahrscheinlich zu sein. Keine Chance, die kriege ich nicht auf. Karte aktualisiert. Beobachtungsraum. Der Hubschrauberschlüssel! Hab dich. Hab dich. Schlossen. Blutanalysebericht von Grace Ashcroft. Das sind wir. Wie gewünscht hier die Ergebnisse der umfassenden Blutanalyse. Die genetische Information stimmt mit den angegebenen Daten perfekt überein. STR-Analyse stimmt überein. SMP-Analyse, HLNA-Typ, MTDNA, bla bla bla, C ist gleich 4,2 Lichtjahre. Das ist genauso wie die Scheiße jetzt. Oh! Hackerman! Autorisieren! Ja, richtig, Sino. Die Tests sind ausnahmslos positiv ausgefallen. Kein Zweifel, sie ist tatsächlich die, nach der wir gesucht haben. Und ob wir wirklich diejenige sind, nach der wir gesucht haben. Zeigen wir am Mittwoch um 20 Uhr! Bestigster Cliffhanger ever! This fucking game is so fucking good. Es ist so fucking good. Fucking awesome. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Es ist so dermaßen gut, dass ich nicht mehr damit... Hab ich nicht geben. So. Gespeichert haben wir, oder? Müssen wir beim nächsten Mal dann noch mit durchlaufen. Das ist jetzt nicht ganz so tragisch, aber scheißegal. Und dann machen wir Spiel. Kommen wir einfach zu. Meine sehr verehrten Damen und Herren, alle, die sich nach dem Gameplay immer direkt schleichern, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank für alle Donations. Vielen lieben Dank für alles. Da muss ich jetzt noch einige nachlesen, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, niemand hat in die Hosen geschissen und fängt zu trinken, weil er einen Timeout kassiert hat. Ich glaube, nächstes Mal müssen wir das irgendwie in den Chat reinschreiben. Und ja. Das Ding kriegt eine Anlust. Immer noch 12 von 10. Es gibt ein paar Sachen, mittlerweile haben wir jetzt genug Playtime, die mir auffallen. Man merkt extrem, dass das fürs Gamepad, vor allem das Menü ist fürs Gamepad gemacht. Da kann man leben damit, stirbt keiner. Also da Sachen von der Kiste ins Inventar hin und her ziehen, das hätte man auch schöner machen können. Das ist halt fürs Gamepad ausgelegt. Das ist aber auch schon das Einzige, was mir auffällt. Das Ding ist in einem absolut perfekt technischen Zustand. Ich sehe keine Bugs, keine komischen Glitches, keine komischen Sachen. Fucking Perfection. Die Story ist spannend, die Charaktere sind super, die Grace ist super. Ja, alles ist super. Was sag ich da? Übersäge ich irgendwas? Letztes Mal ist mir ein Thumbnail
ein Thumbnail von Game 1 oder Game 2 oder von den Rocket Bean-Typen vorbeikommen. Da habe ich nur einen Titel gelesen, ich habe mir nichts angeschaut, nach wie vor noch nicht. Wo es heißt, Resident Evil 9 will zu viel, schafft's nicht. Bis jetzt da habt ihr, schwimmen mir das gleiche Spiel, seid ihr nicht ganz dicht? Seid ihr nicht ganz dicht? Also natürlich kann man sagen, das ist nicht jedermanns Spiel, weil es halt das viel Schleicher und so, das mag ich normalerweise auch nicht. Aber da ist es einfach einigermaßen human gemacht. Wenn du einigermaßen human oder durchdacht mit deinen Ressourcen umgehst und der Molo ist auf alle Fälle einmal sehr stark, dann tut dir das Viech nicht viel. Trotzdem hast du die ganze Zeit diese drückende Stimmung im Knack und Schleicher und Ding. Jeder einzelne Zombie kann voll das Problem werden. Du hast permanent Munitionsknappheit etc. Das ist Next Level Resident Evil. Das ist... Die haben das Genre erfunden? Ja, nicht ganz. Das Genre damals auf eine Messlatte gestellt, wo lange nichts hingekratzt hat. Und das mit Resident Evil 9. Sag mal ein Spiel, wo der 9. Teil einer der besten Teile ist, die es gibt. Von irgendeinem Spiel. Also, leck mich am Arsch. Jetzt heißt es der 4. Stream. Das heißt, wir haben so gute 8 Stunden im Spiel. Der Molly ist allerdings nur stark, wenn du ihn nicht ins Nirvana wirfst. Stimmt. Boglemon 9. Ja, hast du nicht einen riesen Shitstorm gegeben, weil das genauso so ausschaut wie vor 20 Jahren? Sag ich auch, das zweitbeste Resi für mich persönlich bleibt Platz 1 immer der erste Teil Remake. Erste Teil Remake? Wenn dann der OG Resident Evil. Das ist aber, das finde ich, kann man schlecht miteinander vergleichen. Ich finde, alle Resident Evil Teile werden in Epochen einteilt. Resident Evil 1 bis 3 ist seine Epoche, Resident Evil 4 bis 6 ist seine Epoche und Resident Evil 7 bis 9 ist, finde ich, eine Epoche. Und ich kann ja das Gefühl von Resident Evil 1 und bei mir, also Resident Evil 1 war wirklich auch extrem viel gespielt, aber dreimal so viel gespielt habe ich Resident Evil 2. Das hat sich bei mir auf eine ganz andere Art und Weise in meinen Schädel hineingebrannt, weil man bis dahin damals sowas noch nie gesehen hat. Und das finde ich, die haben sich gut gefangen. Resident Evil 1, 10 von 10. Resident Evil 2, 10 von 10. Resident Evil 3 war zu kurz. Das habe ich damals auch schon nicht so ganz so oft gespielt, obwohl ich ein riesengroßer Resident Evil Fanboy war. Also das Original, ich rede nicht von den Remakes. Ich rede von den Originalspielen. Kriegt von mir 7 von 10, weil einfach zu kurz und der Nemesis war nervig und es war sehr viel Asset-Flip. Ja, da war nicht das ganze RPD teilweise von Teil 2 ist einfach recycelt worden und so weiter und so fort. Dann kam Resident Evil 4. Und damals, wie Resident Evil 4 rausgekommen ist, das habe ich so gut wie gar nicht gespielt. Weil ich gemeint habe, möchte es mir verarschen, das ist kein Resident Evil, das ist eine Ballerbude. Wenn ich Call of Duty spielen will, dann spiele ich Call of Duty. Im Nachhinein hat sich das als Fehler herausgestellt, weil Resident Evil 4 war damals schon sehr gefeiert, das war hochgelobt, sehr gefeiert, ich habe es einfach wegbockt. Ich habe dann das Remake vor 2 Jahren, war es glaube ich, vor 2 Jahren, nachgeholt und habe festgestellt, ja, das ist cool, es ist zwar immer noch kein Resident Evil für mich, aber es ist ein cooles Spiel gewesen, hat Spaß gemacht. Resident Evil 5 und 6 sind definitiv die schlechtesten Teile. 6 ist der schlechteste Teil, den habe ich nicht mehr durchgespielt, da weiß ich gar nicht mehr, um was das geht. Das habe ich mit dem Spätsee mal am Wochenende angefangen, da haben wir nicht recht weit gekommen. Und das 5er, das habe ich durchgespielt. Das war aber also, das war schon wieder so ein bisschen zurück, back to the roots Resident Evil, aber das war nicht gruselig. Das war auch eine Mischung aus dem 4er und die ersten 3 Teile. Das war so, irgendwie wollte man wieder in Richtung Resident Evil, so wie es war, aber trotzdem die Ballerbude beibehalten und das hat irgendwie nicht funktioniert für mich. Ich weiß auch nicht warum. Fragen Sie mich bitte nicht. Und ich glaube, der 5. Teil war auch das, wo man dann irgendwo unten, wo der Chris mit seiner Faust so einen großen Facebooker boxt und der da, ja, ganz komisch. Da hat es dann für mich auch angefangen, in so eine Richtung abzudriften, wo es einfach gnadenlos übertrieben ist. Also, Resident Evil ist immer übertrieben, das ist mir schon klar, aber da war es einfach geil. Die haben Bosse, die so groß sind wie ein Hochhaus und ein Scheiß. Und es war beim 4er auch schon so, beim 6er weiß ich es gar nicht. Und dann hat Ubisoft sage ich schon fast. Stell dir vor, Ubisoft hat Resident Evil mal. Und dann hat Capcom aber anscheinend richtig gespannt so mit, Moment mal, Freunde der Sonne, so geht das nicht. Und dann kam Resident Evil 7. Das haben wir auch im Stream gespielt. Das war ganz zu meiner
vor 8 Jahren. Das war, glaube ich, 2017. Da hat YouTube bei mir gerade erst richtig frisch angefangen. Da haben wir irgendwann einmal Resident Evil 7 gespielt, wer sich das anschauen will. Von vor 7 Jahren. Und das war komplett was anderes. Das war so wie so eine Art Reboot. Das Zimmer kriegt von mir 9 von 10. Nein, eigentlich 10 von 10. Was war am Zimmer irgendwas schlecht? Kannte mich nicht daran erinnern. Das war aber der Finster, das war abgefuckt, ich weiß nicht mehr, wie die Familie geheißen hat. Die war alles eigentlich saugut gemacht. Resident Evil 8, Lady Dimitrescu. Da ist man wieder so ein bisschen in die Richtung gegangen, es wird schon wieder gnadenlos übertrieben. Ich finde das 8er schlechter wie das Zimmer, sage ich freiwillig, wie es ist, aber auch immer noch saugut. Hat auch alles so ein bisschen gehabt, so in diesem, mit der kleinen Puppen, das Horrorzeug, wo ein das Riesenbaby dann dahergrabt. Und es hat einfach 4 verschiedene große Bosse gehabt, die sich unterschiedlich gespielt haben und eine unterschiedliche Atmosphäre aufgezogen haben. Mir war es immer zu viel Horror und Schleichen. Das müsste ich nochmal spielen, das ist zu lang her, dass ich da jetzt das beurteilen könnte. Und das 8er zu viel Action, ich glaube, ich verstehe die. Gib einem Zimmer 20% mehr Schießen und 20% weniger Schleicher und am 8er gibst du 20% weniger Schießen und 20% mehr Horror-Schleicher und wir haben Resident Evil 9. Was will man? Und ich finde, dass Resident Evil bis jetzt ist mir ein bisschen zu wenig Leon-Action, muss ich sagen. Das ist das Einzige, was ich ankreiden darf. Ich habe mich halt so narrisch gefreut, 2 Stunden lang da irgendwo voll die Viecher über den Haufen ballern. Nichts mit Inventarmanagement oder gerade ein bisschen und so. Aber ich finde, man spielt den Leon sehr wenig bis jetzt. Ich weiß nicht, ob es noch anders wird, es interessiert mich auch nicht. Bitte seid jetzt nicht so dumm und schreibt irgendwas rein, wann man was spielt. Das interessiert mich nicht, wir werden es sehen. Resident Evil 9 ist für mich einer der besten Teile, die es gibt. Weiß man eigentlich schon, was nach Resi kommt? Auch wieder ein größeres Spiel oder eher nicht? Weiß ich noch gar nicht. Ich glaube, wir haben diese Woche auf alle Fälle noch mit Resident Evil beschäftigt. Ich kann gerade noch überhaupt nicht einschätzen, wie weit wir sind. Ich mag auch euch nicht fragen, weil sonst kommt der eine sagt 22%, der andere sagt, nächsten Stream bist fertig. Aber gut. Der Hubert Dauer schreibt, Alter, ich verreck, aber Brone, Rippen, das mit dem Schrecker ist nix, ich kann aber auch nicht zuschauen. Hey, für weitere Krankenhauseinlieferungen bin ich nicht verantwortlich. Resi 4 Original war nur Rotz für mich persönlich. Er kommt halt für mich immer. Ich hab's nicht einmal gekauft, ich hab's nicht einmal gespielt, ich hab's bloß gesehen, das ist ein Ballerbude, was hat denn das noch mit Resident Evil zum Tor? Ich schieß da auf irgendwelche Kuttentypen. Unter einer Burg. Hä? Warum? Und ich mach Roundhouse-Kicks und kick Zombies in der Weggeschichte. Ich weiß es nicht. Aber es war geil. Als 4er Remake, wenn du dich darauf einlässt, das ist jetzt kein Resident Evil, so wie du damit aufgewachsen bist. Damals bin ich damit so aufgewachsen. Und du lässt dich drauf ein, dann ist es ein richtig gutes Spiel. Richtig, richtig stark. Das ist eine Dame, das ist ein Bauer und das ist ein Arschloch. Du schießt aber mit dem Leon auch alles zusammen. Was mit der Grace 20 Mal rundum schleichst, ist klar, dass er dann einen kürzeren Part hat. Hoffentlich wird es aber noch mehr. Ja, aber man könnte ja Events einbauen, dass der Leon ein bisschen mehr zum Tor hat. Was also war, wir haben ja nicht vergessen, wir haben ja letzte Woche auch noch schnell den Fettsack da oben in so einem kleinen Mini-Boss-Kampf gekillt. Und dann da halt auch. Resi 9 Game of the Year Anwärter, ja, da kannst du einmal Gift draufnehmen. Also wenn die sind in der Game of the Year, Game of the Year auszählen wird, dann weiß ich auch nicht, was da sonst noch eine. Fällt mir kein Wort nicht ein. Resident Evil 9 im Classic Mode mit Farbbändern und nur ein bisschen mehr Mondknappheit ist für mich noch mehr am klassischen Resident Evil dran und nochmal einen Tick besser. PS Resi 4 habe ich schon gefeiert. Ja, könnte man machen. Fuck! So, jetzt muss ich meinen Haufen Donations lesen, weil sonst können wir gar nicht mehr. Warte ab, es wird noch besser. Das ist schon fast wieder zu fake spoilert. Wir werden sehen. Ich mag nichts wissen. Ich mag nichts hören von wegen warte ab. Wer hier irgendwas rein spoilert. So, Foxler. Nächstes Jahr Code Veronica Remake, das Jahr darauf Resident Evil Zero. Wurde irgendwo schon indirekt von Capcom bestätigt. Hast mir du ja auch geschrieben.
Freue mich. Denn Code Veronica und Resident Evil Zero habe ich nie gespielt. Die ganzen Ableger, was haben wir gespielt? Revelations 1 und 2 habe ich gespielt. Da gibt es sogar einen uralten Stream von 2015 noch. Aber diese ganzen Ableger links und rechts davon, Zero, Code Veronica, was gibt's denn da noch so? Revelations, glaube ich, heißt's. Da gibt's noch einige. Da gibt's auch so einen komischen Shooter, wo es mit der Lightgun draufschießen kann. Die habe ich alle nicht gespielt, die kenne ich alle nicht. Da freue ich mich riesig. Und wenn die Remakes genauso gut sind wie vom 2er, vom 3er, vom 4er, macht Capcom nichts falsch. Her mit denen Spiele. Code Veronica war sehr gut. Ich weiß, da sagen viele Leute, das ist sehr, sehr gut. Habe ich nie gespielt. Der Michi schreibt, guten Abend miteinander. Michi, hauen Sie sich in die Falle, schlafen Sie gut. Steffi haut sich auch hin, schlafen Sie gut. Die englische Sprecherin von Grace muss unbedingt beste Performance gewinnen. Da müssen wir das einmal auf Englisch spielen. Kann man mal einen Stream lang da. Warum nicht? Sophia schreibt übrigens, warum ist Resi 3 bei dir im Kanal asynchron? Das ist einmal allgemein etwas, was man vielleicht erklären kann. Es kommt vor, dass Stream... Longleg, Schwell! Fix, Mari, jetzt blüht's da nicht rein. Jetzt habe ich das Jahr das erste Mal wieder Zeit, dass ich dir schau, kriegst meinen Weihnachtsbonus. Mitte März. Super! Hashtag Nachtschicht, Hashtag Work-Life-Balance. Wie fühlt sich eigentlich so jemand? Wie fühlt sich eigentlich so jemand, der Spätschicht arbeitet, vielleicht jetzt gerade in der Spätschicht sitzt, wenn jemand wie ein Friedrich, so ein richtiger Vollfriedrich zu dir sagt somit, du sollst da mit mir arbeiten, du faule Drecksau? Okay, na. Sofort wieder Thema wechseln. Hashtag mein Leben ist Kacke und kaufst mir einen Waschbären. Was tust du mit einem Waschbären? Kauft er einen Waschbären? Wenn wir mir nicht so viel Sachen haben, Viecher schon hätten, ich mehr einen Waschbären. Den kann ich nur Rocket nennen. Raketenflauschpatzen. Sapse, mir ist für 38 Monate. Hab jetzt Feierabend, haben ihn Nachschau-Squad. Ich wünsche viel Spaß, Stream. Ich glaube, er war grandios. Der Molotov-Cocktail war der beste. Herr Longleg schuld, mir ist für den 10er, es ist zu viel. Foxler, mir ist für den Euro. Marina, danke für dein Abo. Na? Kann man auch mal sagen. Der einzige Aldi Merci wieder entwickelt. Also Hammer Stream. Nebenbei habe ich Slay the Spire 2 gespielt, was ich halt gekauft habe. Weiß nicht, ob der sowas auch taugt hat. Slay the Spire habe ich im Kopf, was es ist. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Lass mich schnell anschauen, dann weiß ich es. Mittlerweile kommen so viele Spiele, vor allem nicht AAA-Spiele. Slay the Spire. Ich kenne den Titel natürlich. Ich brauche... Ja, das war dieses Animationsding. Das habe ich gerade erst irgendwo gesehen. Aber ich weiß nicht, was für eine Art von Spiel das ist. Ach, das ist ein Karten-Rundenstrategie-Spiel. Für einen Stream eher weniger. Wenn, dann höchstens vielleicht einmal für einen Stream oder so. Tun wir mal auf die Wunschliste überhaupt nicht. Herr Longleg-Schul, Kuss auf die Nuss. Foxler, merci. Einzige Aldi, merci. Quatun, merci für 12 Monate. Das Game ist besser, als ich erwartet habe. Ganz ehrlich, nach dem, was die letzten Jahre Capcom abgeliefert hat, war ich mir relativ sicher, dass Resident Evil gut wird. Aber das so gut wird, habe ich auch nicht können sehen. Was war jetzt mit den Streams asynchron, stimmt? Manchmal werden Streams rot markiert mit, da ist wirklich ein Claim drin. Und dann werden die Streams überhaupt nicht mehr ausgeliefert. Weder an Abos, noch an irgendwas und so weiter und so fort. Und dann gehe ich her. fix. Und dann gehe ich her und YouTube zeigt mir genau die Stelle im Stream, die jemand geclaimed hat, und zwar rot. Und das ist halt scharf. Normalerweise hat man da früher einen Strike kassiert, aber jetzt anscheinend nicht mehr, keine Ahnung. Außer du übertreibst das oder so, keine Ahnung. Und dann gehe ich her und dann kann ich sagen, die stehe ausschneiden oder die stehe stumm schalten oder sonst irgendwas. Und dann kommt YouTube und fährt da drüber und korrigiert das und schneidet diese Sache raus. Und dann passiert es gern, dass mein Ton asynchron ist. Das war zumindest früher so. Und Resident Evil 3 ist doch schon eine Zeit her. Das kann gut sein, dass das da dran liegt. Also manche asynchrone Streams könnten geclaimed worden sein, wegen was auch immer. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr, das ist ja keine Ahnung wie lange her. Und ja. Passiert. Was soll ich machen? So, gibt es sonst noch was zu mir erklären oder dazu? Nö. Also für 22 € absoluter Hammer. Für Slay the Spire, habe ich gerade geschaut, was kostet. Ja, 23. Windrose und dann Birkbert Piraten Crew. Habt ihr euch schon mal Spacecraft angeschaut?
Kennt irgendjemand da herin Spacecraft? Hat irgendjemand da herin Bock auf ein Community-Projekt, auch off-stream? Ich habe nie gesagt, dass alle mehr arbeiten müssen. Clip wird abgespielt. Hoppala. Schluss mit dem Thema. Auf der Stelle. Für das habe ich keine Nerven gerade. Ist das sowas wie Starfield? Fast? Schauen wir uns mal den Trailer an. Denn ich rieche hier ein abgespecktes Star Citizen, das fertig wird. Foxl, Ruhe! Ruhe, chill! War Witz! So. So, schauen wir uns jetzt so. Ist da irgendwas, was kann, was so geht? Dass da wieder umeinander gezipft wird. Vollbild. Schauen wir es uns an. Achtung! Bitte lehnen Sie sich zurück. Schauen wir uns an, was das ist. It's time to clock in, Pioneer. Your assignment begins aboard a company outpost, your first hub in an uncharted galaxy. Once you set off into space, the frontier is yours to explore. You can go anywhere. Schiff fällt schon cool aus. Kann man selber bauen. Fly to the surface to gather valuable resources. On your own or alongside fellow associates. Build your own base. Da haben wir wieder so ein bisschen im... Sagt der mit mir SC spielt. Hä? Das kann... Was? Herr Foxler, weiß jetzt nicht, was meinst du damit. Aber da warten wir wieder so ein bisschen in der Survival-Schiene, so wie im Januar mit Green Hell und Raft und so weiter, bloß halt im Weltall. Aber schauen wir mal weiter. Bis hierhin darf es mich noch gar nicht stark interessieren. Aber Automate production and refine materials into advanced components. das ist einfach cool. Unfold this expansive universe, filled with countless planets and opportunities. So. Ich weiß nicht, ob es jetzt da in dem Trailer noch gesagt wird oder nicht, aber warten wir mal. Design your own spacecrafts, adapting them to Das your ist cool. needs. Out here, success is measured by your assets. Expand your operations and become a high-value corporation. Wird nicht gesagt. Er hat aber was von Corporation. Er hat was von Corporation verzeiht. Das hier ist ein Multiplayer-Spiel. Das hier ist ein Multiplayer-Spiel, wo du nicht zu viert da irgendwo rumpimmelst, sondern dieses Universum, das wir da gerade gesehen haben. Ich weiß nicht, warum der Trailer das nicht erzählt. Warte mal, wo war das? Da. Planets and opportunities. So, dieses Universum, das man da sieht, sind Sonnensysteme und zigtausend Millionen Planeten und keine Ahnung was alles. Da kannst du umeinander fliegen, Ressourcen abbauen, deine eigenen Raumschiffe gestalten und so bauen, wie es du fliegen möchtest, was die kennen und so weiter und so fort. Das heißt halt, Steine abbauen. Ich glaube auch, dass es gibt PvP. Hat's geheißen, nicht viel, aber es gibt PvP. Wahrscheinlich in bestimmte Zonen irgendwo. Da gibt es dann wahrscheinlich Rohstoffe, die es nur da gibt und. Und du baust im Prinzip eine Corporation auf. Alles in dem Spiel ist ähnlich wie das in Eve ist. Player-driven. Das heißt, die Ressourcen, die du abbaust, kannst du einem anderen Spieler verkaufen und der kann dann Sachen draus bauen. Meine Damen und Herren, NX2. Ist das dieses NX2? Auf das hätte ich Bock. Es kommt ganz schwer drauf an, wie das zu Early Access Start ist. Wenn man da genügend machen kann da drin, dann rufe ich ein Community-Projekt aus, mit dem wir uns auch beschäftigen außerhalb vom Stream.
Und dann machen wir regelmäßig immer wieder mal Streams, geschaut, was wir da haben, hier und da und da und da und keine Ahnung. Das war richtig geil. Und dann bilden wir die Alpenrepublik mit 2L. Raumschiff Royal! Ja, irgendein Blödsinn fällt uns schon ein. Aber in erster Linie, die Demo habe ich noch nicht gespielt, ich mag warten, bis es rauskommt. Die haben ein paar Videos angeschaut dazu. Star Citizen und Elite und X, vieles kommt da zusammen. Ja, und Satisfactory kommt zusammen, du baust da deine Base zusammen, mit wo dann so Drohnen die Sachen automatisiert umeinander fliegen und so. Und das kannst du hoffentlich skalieren ohne Ende. Und dann in der Corporation gründen, also das heißt nichts anderes wie eine Gilde wahrscheinlich, da tut man sich zusammen und dann besiedelt man mir da einen Planeten und je nachdem, was das Spiel hergibt. Und da war ich gern von Anfang an dabei, das Spiel mitzukriegen, das kommt natürlich erst in Early Access. Wer weiß, wo sich das hier entwickelt, das schaut richtig gut aus und da habe ich richtig Bock drauf. Wenn das wahr ist mit alles ist Player-driven, ich kann da nicht wieder, ja, da hier 1000 Euro, dann gib mir 1000 Eisen. Das will ich nicht. Der IAB, der Interstellare Alpenbund. Und Alpenbund sollte man eigentlich mit 2L schreiben. Alpenbund. Wirkt ein bisschen wie No Man's Sky und Satisfactory. Ja, genau. Genau so. Das ist eine Mischung aus vielen, vielen Spielen. Ich sag da No Man's Sky, ich sag klassische Survival-Spiele, die es besonders mehr gibt. Ich sag Eve. Wahrscheinlich auch ein bisschen Star Citizen. Wo kann man seine eigenen Raumschiffe drin bauen? Ja, könnte man in Starfield, wenn es einen Multiplayer geben wird, aber gut. Da gibt es dann auch Allgeier. These are the voyages of the Starship Birkstas. Over the Top World War I war da ein geiles Community-Projekt. Was ist das? Over the Top. Stürze dich in große 200-Spieler-Schlachten in Over the Top World War I, einem intensiven Shooter im Ersten Weltkrieg. Wähle deine Klasse, greife auf ein großes Arsenal an Gewehren, Artillerie, Flugzeugen und widerstandsfähigen Panzern zurück und erlebe das Chaos zerstörbarer Schlachtfelder. Ja, aber das ist doch einfach wieder bloß irgendein Pimmel-Shooter, oder? Nicht? Ist das nicht einfach wieder irgendein Zipfel-Adam-Shooter? Gut, da rennen 100 Leute gegen 100 Leute. Die Hälfte der Zeit wird der Surfer wahrscheinlich nicht gehen und ansonsten ist wahrscheinlich ein aufgeschwänzt. Wie heißt denn das? Da wo sind der amerikanische Bürgerkrieg mit Musketen und Bajonette vorne? Wie heißt denn das Spiel? Wie heißt denn das? Nein, nicht sonst so. Der Dampflau hat es auch gern gespielt. Der Lucky hat es auch gern gespielt. Wo der Lucky eigentlich ist, weiß ich sowieso. Der Lucky habe ich schon lange gesehen. Wo ist denn der eigentlich hingegangen? Du musst fast schon mal Star Citizen probieren, weil in Star Citizen ist es schon ein mega geiles Gefühl, wenn du dein Schiff in den Hangar holst, selbstständig einsteigst und vom Planeten fliegst. Herr Wilderer, ich hab Star Citizen. Und ich probiere alle 2 bis 3 Jahre Star Citizen nochmal aus, stelle fest, es ist genauso weit wie vorher und genau dasselbe Scheißdreck wie vorher und ich dienst an diesem. Hold fast heißt's! Dankeschön, Herr Nexodus. Richtig, hold fast, Money. Das ist hold fast im Ersten Weltkrieg. Ganz ehrlich, das ist mit Sicherheit lustig. Kann man mal auf die Wunschliste packen. Das glaube ich hat momentan also ein bisschen einen Hype. 1500 sehr positive Bewertungen und seit 6. März ist das Ding raus. Kann man mal auf die Wunschliste packen, warum nicht? Hell let loose. Hell let loose, da ich natürlich wissen, aber das habe ich nicht gemeint, aber ist wurscht. Einfach mehr auf den Sack gehen. Was? Komm in ein paar Jahren nochmal, vorher überzeugst den Chef nicht, ich versuch's seit Jahren. Du kannst vergessen, Star Citizen hat nix einen Sinn. Star Citizen hat sich selber für mich kaputt gemacht, indem dass ich mir das Raumschiff, das da steht, einfach kaufen kann. Das ist völlige Behinderung. Und wenn ich es kaputt mache, ist es nicht weg. Sondern ich fahre wieder in irgendeinen Hangar rein und lasse neu raus. Völliger Dreck. Völliger Schmutz. Wenn das Raumschiff, das ich da hab, ich fange an mit einer Fregatte, so wie das in Eve ist. Ich fange an mit einer Fregatte. Und die kann ich mir theoretisch selber bauen. Und wenn die platzt, dann ist sie weg. Das ist ganz lustig bei einer Fregatte. Die kostet 1,25 Millionen ISK auf Tech-Stufe 1. Aber wenn dein Dreadnought oder dein Super Capital oder was weiß ich was für ein Schiff weg ist, dann hast du 1000 Euro verloren. Das will ich haben. Ich möchte, dass es richtig weh tut. Und das ist halt in Star Citizen leider Gottes nicht so. Ich fürchte, dass mich Star Citizen nie überzeugen wird. Nie. Für was meint man denn da eigentlich in Star Citizen? Für was tun wir damit? Wieso soll ich denn meinen, wenn ich einfach 100 Euro eingeben kann und dann habe ich da... Ich verstehe alles nicht so ganz. Verstehe nicht. Na. So. Kommt noch in Star Citizen? Ja, auf das warte ich. Dann können wir wieder drüber schmerzen. Dann interessiert es mich vielleicht irgendwann.
Und dann ist auch wieder die Frage, ob es mich noch interessiert, weil dann hocken die ganzen Leute da drin, die da Tausende von Euro reingewucht haben und fliegen mit denen die Schiffe da an, wo ich nie hinkommen werde, wenn ich das normal spiele. Was will ich da dann? Ja, das Gehalt wäre jetzt noch zu groß, wenn das kommt, aber das mit dem Schiff verlieren kommt noch. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Das glaube ich erst, wenn ich sehe, dass da irgendjemand das Schiff für 3.000 Euro kauft, das er verlieren kann. Das glaube ich nicht. Das glaube ich da nicht. Also, ich glaube es dir schon, dass die das irgendwann einmal gesagt haben, aber ich glaube nicht, dass das kommt. Der Erste, der sein 1.000 Euro Schiff verliert, der rast aus. Die Schiffe kannst du auch alle in-game kaufen und dir bringt ein 1.000er Schiff ohne Mannschaft nichts. Ja, das ist ähnlich wie in Eve. Aber wenn jemand ein 1.000 Euro Schiff hat, dann das Scheiße zieht Fliegen an. Da findest du schon irgendwelche Trottel, die sich da damit einsitzen. Und wenn nicht, dann kauft er denen ja auch ein Schiff. Ja, dann investier doch einfach in Krypto, ist auch schnell viel Geld verloren. Ja, ich möchte das Feeling von, ich sitze hier in meinem Faction Cruiser und da habe ich lange ohne gespielt und wenn ich den verliere, dann das tut richtig, da gehe ich nicht Rage quitten, das ist Teil vom Spiel, aber das tut richtig weh. Darum bin ich vorsichtig und habe immer so einen kleinen Adrenalin-Schund im Knack. Immer. Ich habe immer so eine Augen im Knack, immer vorsichtig, weil es dazugehört. Das ist wie in einem Extraction-Shooter. Ganz ein anderes Gefühl, wenn du was Wertvolles dabei hast, Gear 4 etc. Und das muss ich mir da spielen und nicht da kaufen. Das ist absolut langweilige Scheiße. Absolut. Das mag schon alles der Wahnsinn sein, was der Star Citizen versucht, auf die Füße zu stellen. Und das darf ich auch hart feiern. Aber solange man da, ich schieße dein Raumschiff zu Scheiße und es ist, dann fliegst du einfach heim, gehst in den Hangar und lässt das neu raus. Ja, was ist denn das für Dreck? Also, warum schieße ich dann das Schiff überhaupt kaputt? Völlig langweilig. Ich lade mir mal die Demo von Spacecraft runter, interessiert mich gerade. Das stimmt, hätte ich dazu sagen können, es gibt eine Demo, die kostet nichts von Spacecraft, kann ja jeder mehr ausprobieren. Aber ich glaube, da geht noch nicht recht viel, ist eh klar. Also da ist natürlich alles noch gesperrt und so weiter und so fort, aber da bin ich sehr gespannt, das kann cool sein. Das kann einfach eine abgespeckte Version von Star Citizen sein und das ist mir lieber wie seit 12 Jahren unfertig Spiel, das man nicht spielen kann. Birger, wenn GTA 6 mehr rauskommt, wird bei dir wahrscheinlich nichts für den Stream, oder? Ja, Pommespanzer, spinnst du? Wenn GTA 6 kommt, kaufen wir hier PlayStation 5 Pro und dann gibt es einen Monat lang, eine Woche lang erst einmal keinen anderen Stream. Das ist aber sowieso klar. Das ist wahrscheinlich das größte Spiel der Geschichte, das rauskommt. Da werden wir eine ganze Zeit lang nichts anderes tun. Selbstverständlich spielen wir mit GTA 6. Ja, dann... Ja. Na gut. Freunde der Sonne, jetzt gehen wir ins Bett. Spacecraft wird runtergeladen. Könnt ihr euch schon mehr einspielen? Ich weiß, wann ist denn da? Warte mal, Spacecraft. Steht da schon was? Steht da schon was? Bald im Early Access verfügbar. Ich glaube, es hat geheißen, ja genau, zweites Quartal 2026. Und da sind wir gerade, also im April, Mai, März, je nachdem in den nächsten 2-3 Monaten kommt es raus. Wenn es rauskommt, schauen wir es uns an. Und dann schauen wir, ob es genügend Content zum Start hergibt, dass wir da eine kleine Community-Geschichte draus machen können, weil warum nicht? Dann machen wir mir eine bohrische, Schweizer, Österreicher, Norditalien, Alpenrepublik. Die interstellare Alpenrepublik, die wird gegründet und es wird die narrischste Korb, die wir jemals gesehen haben. Irgendwie habe ich da Bock. Weiß nicht warum. Aber ich hab Bock. Und da werden wir uns dann auch einmal offstream, halt in-game singen und so weiter und so fort. Kriegen wir schon. Aber das Spiel muss einigermaßen was kennen. Weil ich mag jetzt da nicht, was ich für Leute von euch dazu bringen, dass wir da reinsuchten wie die Behinderten. Und ja. So, ich lese jetzt noch Donations vor, damit keiner beleidigt ist. Ich hoffe, ihr habt's noch da. Wenn bei Birger GTA und rennt, der abonniert er seinen eigenen Kanal. Das verstehe ich nicht. Herr Wieselburger, den verstehe ich nicht. Egal. So, wo haben wir einen stehen geblieben? Herr Abak, merci für den 50. Cyberfox, merci für 46 Monate. Bavarian VR, merci für den 10. Ich hoffe, ihr seid alle noch da. Last Ragel, merci für 50 Monate. Herr Kock, merci für den Abo. Herr Zangel, merci für den Euro. Tobias, merci für den 5er. Timmy Boy, merci für den Euro. Herr Nexodus, merci für 32 Monate. Bavarian Maxi, merci für 48 Monate. Und dann, glaube ich, habe ich alle. Hefe Hopfen Babo, merci für 35 Monate. Tobi, merci für 47. Colonel Bamble, merci für 22 und so weiter. Und so ist es wirklich ein ewig langer Liste. Was ist da los? Haben wir jetzt auch schon Norditalienerin, damit man in Südtirol.
Ja, schaut mal in Demo hinein. Berichten Sie mir im Discord bitte, ob es was kann oder ob es Potenzial haben könnte. Ich habe keine Ahnung, ob man in der Demo schon Multiplayer spielen kann, ob man schon andere Spieler in die Stationen drin sieht, ob man sein Raumschiff schon krass bauen kann und so. Ich denke mal, das ist halt eine wirklich auf 10% oberkastrierte Version. Aber zum mal reinlunzen. Das Einzige, was mich ein bisschen abschreckt, ist das Menü. Das Menü schaut wirklich furchtbar aus. Mal sehen, mal gucken. Aber gut, da bin ich momentan auch ein bisschen Eve geschädigt. Ich glaube, dass ich seit einem Monat nichts anderes tue wie Eve spielen. WoW interessiert mich zum Beispiel auch gerade überhaupt nicht. Ich habe auch mein Abo schon wieder gekündigt, muss ich ganz ehrlich sagen. WoW zahlt mich überhaupt kein Magnet. Wenn du GTA 6 spielst im Stream, deabonnierst die selber, oder? Aber wieso soll ich denn das tun? Das geht ja auch für die PS3 dann kaufbar, ja. Für wenn du zwei PS2 zusammensteckst, dann geht's da auch. Du musst dann Blu-ray auseinanderbrechen und in beide rein tun. Das ist dann wie so ein Ionenbeschleuniger und dann hast du auch übrigens 10 mehr FPS wie auf der 3. So, jetzt gehen wir ins Bett. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kuss auf die Nuss. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Es war mir ein Fest. Der Stream fühlt sich nur 100-mal geiler an, wenn wir richtig gut Spiel haben. Das ist leider Gottes so selten geworden. Wir haben gute Spiele, aber so auf dem Level haben wir nicht oft. Das sollte man genießen. Ich habe Spaß. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Ich bitte um sehr viele Fs für die Moderatoren. Ich habe ein ultra schlechtes Gewissen. Ich glaube, mit denen muss ich mich vor Mittwoch noch einmal unterhalten, wenn wir das irgendwie regeln. Weil das kann nicht sein, dass du alle 2 Minuten irgendwie jeden Scheißdreck von jedem Trottel da lesen musst und das, ja, was das ist. Vielen Dank für Donations, vielen Dank für die Resubs, vielen Dank für die neuen Mitgliedschaften. Welcome to the Squad. Liken nicht vergessen, wer noch nicht im Discord ist, rein ins Discord, abonnieren, bla bla bla, die ganze Scheiße ist eine große Nachschau-Squad. 8000 Okta-F an die Moderatoren und jetzt schleicht euch, wir sehen uns am Mittag, 20 Uhr geht's weiter und dann schauen wir, was passiert mit dem anderen sein Tyrant-Zuchtprogramm oder so. Hashtag Molotov daneben. Dein Mann daneben! Und jetzt schleicht euch. Halle! Muss klar mal, da setze ich mir ein Habel auf, drück da auf Stream beenden und sag okay, ciao.